So. Ausschauen tut's. Wieso bin ich so kasig? Wenn ich mich da herlasse, bin ich nicht so kasig. Timmy, du bist zu spät! Außerdem ist der Nation verzogen. Lese ich nicht. Nix für mich. Wieso schreien mir da schon wieder Leute an? Oh Gott im Himmel, Alter. Warte mal, was ist denn da mit der Kamera schon wieder los? Soll man da irgendwas auf automatisch stellen? Das alles hin! So, jetzt passen wir auf. Stellen wir lieber nichts mehr auf automatisch. Das ist nix. Timmy Boy, Poppermann, Egler, Rest. Ha! Muss kommen! Birger, Montag, habe ich hinten drum, ich weiß nicht, umdrehe ich mit. Mr. Batman! Habe tritt Haxen and Arschwasser Squad. Wieso Haxen Squad? Ich werde da übrigens bald gleich tun. Ich werde es durchziehen. Zumindest in der Woche. Ich gebe Bericht an, Ende der Woche. Wenn ich noch kann. Grüß mein Haupt, weiter mir nichts passiert, Herr Firehunter. Habe die Ehre an den Riesenmike, Firehunter, Sapse, Nadine, Krotzer, Reik Miese, hätte ich jetzt fast gesagt. Du bist aber, bitte nenn die um. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich möchte aber jetzt da Reik Miese stehen. Miese Reik. An den Steffi, an den Zitzelsberger, an den Foxler und den Rest der Mods, an den die Fluffy Cat. Ich glaube eher Fluffy Cat, die Fluffy Cat. Kein Mo nennen sie Fluffy Cat. Na, und wenn dann... Ich mag nicht mehr lesen jetzt. Was ist denn da? Timmy, weil du hast irgendwas kaputt gemacht. Schau hin. Der Mann ist zu spät, ich bin nicht mehr pünktlich zu meiner Zeit, an der ich ankommen will. Das ist einfach, und dann noch Herr der Ringe auch noch falsch zitieren. Totalausfall! Totalausfall! Da, ein Wolfrig seine Nachricht ist richtig. Warum haben meine Recent Events eigentlich schon wieder kaputt? Mein Gott, ich flipp aus. Wolfrig, mehr ist für den Zwickel. Timmy Boy, mehr ist für den Zwickel. Heute gibt's leider kein Gewicht. Was? Ganze Sätze! Was ist denn da? Warum haben alle Donations verzogen? Was? Keine Sau hat irgendwas angelangt! Ja, vielleicht wird es endlich Zeit, dass wir auf Tippy-Stream wechseln. Nur OGs wissen das und können da drüber lachen. So, nochmal. Wolfgang, ich streng mir jetzt da Arme an. Wenn ich es nicht gescheit lesen kann, dann lass es bleiben. Heute gibt es leider kein Gewicht. Wiege mich nur noch beim Arzt einmal alle 2 Wochen zur Dokumentation. Also gibt es Mittwoch erst das aktuelle Gewicht. Aber meine Wampe wird immer kleiner. Das ist bei mir auch so. Habe DRRRT, LG Wolfrig, wehe, du wehe. Ich hau da noch grad noch. Das ist alles schon wieder so ein bisschen, so weißt du schon. Das ist ein bisschen dubios. Mit Freudentränen, Smiley mit Freudentränen. Ich weiß nicht, wer da schon wieder Smileys mit Freudentränen schickt, aber ich komm nicht mit Kruzifix, meine Recent Events springen umeinander wie Behinderte. Wer soll denn da irgendwas lesen? Was tut's denn wieder? Löwenzeit mehr als wieder 9,44. Denn schon wieder. Ah! Ich tu überhaupt nichts dabei. Mehr als 10 ist zu und du weißt das. Luna! Hodert! LG von der Verletzten, was? Beckenprellung. Wegen 14 Meter Sprung von Klippe in Kroatien. Lustig, wie du Bittstell schreibst. Danke dir. Mr. T. Online, merci für 3 Monate. Hashtag Unterhosen. Zirngebe merci für 73 Monate. Denz aus Neustadt, an der Eis, du kaputte Kniescheiben, du. Ich hab nur 2 gute Kniescheiben. Das finde ich wahrscheinlich morgen aus, wie gut mein Kniescheiben beieinander ist. Ich lasse euch dann wissen. Bernie, merci für 87 Monate. Kuss auf die Nuss. Ich kann nichts mehr lesen, so. Was ist denn die Oh Gott. Um sie in meinen eigenen Worten zu sagen, oh Gott! Löwenmann, merci. Bernie, merci. Züge, merci. T-Online, merci. Luna, merci. Nein, keine gute Besseren. Wer springt aber auch von 14 Meter von einer Klippe, aber sag's ihm! Hä? Das hätte ich nicht mehr da, wie ich noch Vollgas narrisch war. Ja, gut, vielleicht schon. Ja, irgendwo versteh ich's. Irgendwo versteh ich's aber nicht! Haben wir auch nicht mehr 12. Besuchen und Kinder passiert nichts.
Lenny, wir sind 57 Monate. So, 13 Stunden Tag rum, ein Stromschlag überlebt und die Kollegen. Wieso wirfst du das nächste Mal nicht deinen Kollegen in den Stromkasten ein? 2 Fliegen mit einer Klappe, das ist Wahnsinn. Zeit für normale Menschen. Lenny, ich gebe mir. Zampal, Schluss jetzt mit dem Zehnamen an Scheißen. Kruzifix ist mir wurscht, dann ist mir auch wurscht. Timmy Boy, ich glaube, das, was der verloren hat an Gewicht, habe ich gefunden. Wulfric verteilt es unter uns. Ist der Klima schon an? Oh. Rike Miese. Also, ich habe jetzt einfach kurz gebraucht, Entschuldigung. Das ist die wichtigste Frage an alle da Herren. Warum fragst du die eigentlich? Warte mal, ich bin damit ganz steil. Und ich will jetzt auch mal kurz erfotzen, mal einfach zuhören. Wenn ich wieder nicht stärker sein kann, ist der Wulfric. Sehen? Hört man, oder? Kruzifix! Ja, da muss ich wieder sterben, da hören. Hilft eh nicht. Musik her ist sonst nichts. Man hört nur die Muse, hört nix. Der Venti neben mir bläst zu laut. Ja, super. Deine nicht, aber die Mai fragen mich eher, warum YouTube Nachrichten umschreibt und nope, ich höre nix. Muse aus, rauscht da was? Ich stelle das Video in den Blätschmerz. Ach, du hast dich noch gefilmt dabei! Du Rind! Weißt du, wir haben so eine Scheiße gemacht, weil wir uns nicht filmen nicht kennen. Ihr macht es, weil man euch filmen kann. We are not the same. Da ist nicht mal Musik. Rauschi, Rausch, Rausch. Nein, lass an, ich höre eh nichts durch meine Klima. Ja, Philipp, der Frage, du bist ja nicht allein auf der Welt, verstehst? Apropos Knierschein, ich darf jetzt nach Minga fahren, weil die das in der Klinik noch nie gesehen haben und jetzt in TU München muss gar kein Bock. Ja, Timmy-Boy, das hört sich wirklich nach Arschloch-Scheiße an. Das hört sich wirklich nach purem AIDS hört sich das an. Das ist alles, was ich weiß. Timmy-Boy, nochmal merci. Herr Gerwin, wo ist denn heute? Achtung, Grüße aus dem LKW. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, wie ich den ganzen Zucker loswerden soll. Schirm, Alter. Also dein LKW und die selber. Herr Gerwin, schöne Grüße in deinen LKW, wo auch immer du stehen magst. Wulfric, ach ja, was essen Geister aus Mexiko am allerliebsten? Einen Burrito. Oh, lecker, Alter. Komm, hör mir auf! Mr. Tobi, mehr für 79 Monate, Blatttage mehr für 54 Monate, Löwensepp mehr für 73 Monate, Gangsterproof mehr für 28 Monate, habe ich irgendjemand übersehen, ich weiß nicht. Der Lenny mit 57 Monaten, doch, den habe ich noch gesehen. Ja, passt. Ich weiß nicht, was da wieder. Streamlabs hat wieder alles umgestellt. Also halt wirklich alles. Donations sind kaputt, meine Recent Events sind kaputt, was ist denn, Herr Bayer, mehr als 30 Monate, habe ich der Klima wo, 37 Grad, Bürocontainer, bin praktisch kurz vorm Pult Bayer. Kann man nicht, ab wie viel Grad kann man zum Herrn Arbeitgeber sagen, so, du fixst jetzt mal mit deiner Scheiße, ich geh jetzt nach Hause? Da glaube ich, ist man vor allem mit 37 Grad im Büro schon weit drüber. Schon sehr weit drüber, dass er Gegenmaßnahmen einleiten muss. Das darf ich mir nicht nehmen lassen. Das darf ich mir nicht nehmen lassen, bloß weil der Chef jetzt Knicker ist, dass er 20 Euro mehr im Monat für eine scheiß Stromrechnung zahlt. Der Saugnicker die Huren. Also du bist selbstständig, dann... Weißt du das eh? Nein! Gott sei Dank, dass die Scheiße nicht vorgelesen wird. Ich lese es nicht vor. Na, 0. Der Zampel schreibt, ab 35. Ich weiß nicht mehr, ab wann es ist. Ich sag's, wie es ist. Aber ich hätte auch schon gemeint, wir schneller als 35. Also vorher schon. Ich glaube, dass wir... Was, da fragen wir jetzt. Ab welcher Temperatur muss mein Chef für Kühlung sorgen? Das hat mich jetzt interessieren. Lese ich euch vor. Schnauze jetzt mal 4 Sekunden, Kruzifix, ich kann es nicht lesen. Also das bist eh bloß du, das ist eh wurscht. Hier sind die rechtlichen Vorgaben und Pflichten deines Arbeitgebers zu den Temperaturen am Arbeitsplatz. Wird's mir gekauft. Ab 26 Grad. Dein Chef sollte bereits tätig werden. Ja, was sollte? Ich scheiß auf sollte, ich möchte wissen müssen. Weil sollte macht er nicht. Dein Chef sollte bereits tätig werden und erste Maßnahmen zur Abkühlung ergreifen. Zum Beispiel Jalousien schließen. Ja, beim heiligen Durchschnitts-IQ von uns, du kannst nicht mehr Azubi schaffen, weil der schafft nicht mehr, dass er sein geschissenes Schuhbeitel bringt. Wie soll der dann ein Rollo aber los? Ein Rollo, Alter.
Ventilatoren oder Klimageräte zur Verfügung stellen. Ja, sollte, interessiert mich da. Hier, das habe ich gemeint, ab 30 Grad. Der Arbeitgeber ist gesetzlich zum Handeln verpflichtet. Er muss die Hitzebelastung reduzieren, beispielsweise durch das Bereitstellen von kostenlosen Getränken, die Lockerung der Kleiderordnung oder die Anpassung von Arbeitszeiten. Ja, ist Mittag Schluss. Sogenannter Chef. Ab 35 Grad, da können wir jetzt der Zahnball, jetzt pass auf. Der Raum ist nach den technischen Regeln für Arbeitsstätten, ASR, eigentlich nicht mehr als Arbeitsraum geeignet. Was war das? Du sitzt in einem Container. Dass man das überhaupt als Arbeitsplatz bezeichnen darf, ist eine Frechheit! Aber gut. Hier müssen spezielle Hitzeschutzmaßnahmen wie Luftduschen. So eine Luftdusche. Schick's dazu, wie ja, Alter. Ich habe es lauer aussehen, Siemens Luftduschen, Alter. Oder Entwärmungsphasen greifen. Ergreifen wahrscheinlich eher. Andernfalls darf in dem Raum nicht gearbeitet werden. Tja, da glaube ich, mache ich mal wieder einen Herrn Bergdoktor. In dem Fall mache ich Richterin Barbara Birger und sag, Tom, jetzt mal ist Zeit zum Heimgehen. Und wenn sich irgendjemand bloß eine Sekunden beschwert, dann kommst du zu mir und ich schreibe ihm einen gelben Brief. Aber nicht den guten. Ja, nicht den guten für die Arbeitnehmerschaft, sondern den so mittelmäßig guten für die Arbeitgeberschaft. Gehen wir mal. Und für die Freistunde, die du kriegst und trotzdem zahlt wirst, macht man 70-30. 30-70, so muss ich es eigentlich sagen. Ich gebe mir auch mit 30% zufrieden. Müde! Bitte ein Herzal-Scam für alle, die unten unterm Dach leben. Dann ist hauptsächlich für mich der Herzal-Spam. Mühle Mess hier. Der gechillte Mess wie 88 Monate Anschwasser, extrem Biergeschein im Dachgeschoss, viel Teufel. Jetzt hätte ich fast hergespielt. Timmy Boy, also wir haben jetzt in unsere Berufsklimaanlage eingebaut, bringt uns nur auf der Baustelle nichts, bringt nur Chef was. Gibt's da Richtlinien auf der Baustelle? Ich war nie auf einer Baustelle tätig, berufstätig zumindest. Gibt's da Entwärmungsphasen? Der Chef meint doch dass da Stoßlüften gelangt. Ein einfacher Ventilator, der dann die 40 Grad warme Luft schön im Raum durcheinander wurstelt, damit es noch härter wird, wie es eh schon ist. Das ist eine gute Idee. So, haben wir wieder was gelernt? Jetzt musst du halt bloß noch irgendjemanden finden, der was dagegen tut und der es im Kreuz hat, sein Maul aufzumachen, wenn der Chef im Raum steht. Sicher, die brauchst du halt. Was denn? Was? Nix mehr mit Hashtag Nachschausquetsch. Nix mehr mit Nachschausquetsch, ja, mit Zeit rein. Warst du im ersten wieder 5. Schluss jetzt mit der Rumdonetterei, spielen wir jetzt James Bond. James Bond! Backofen mit Umluft. Ja, ist ja nichts anderes. Ist ja nichts anderes. Ich bin ja nach wie vor, vor allem in einer Dachgeschosswohnung. Wenn du einen Ventilator einschaltest, wird es wärmer, als wenn du ihn auslässt. Das Einzige, warum du meinst, es wird kühler ist, weil du schwitzt wie eine Drecksau und ein bisschen Lüfterl macht es halt kalt. Das ist der Grund, warum man schwitzt. Übrigens. Ventilator ist gleich Luftschiebemaschine. Ja, genau. Das ist einfach eine Lüge. Ja? Was heißt ein Ventilator auf Englisch? Keine Ahnung. The AC is a lie. Der Furz, der Trottel. Wieso kann ich nicht? Hallo? Horizontal spiegeln! Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Hallo? Hallo? Sag mal, was ist denn da alles kaputt? Wieso kann ich jetzt Wieso kann ich jetzt da nicht mehr?
Was ist denn mit dem Programm passiert? Es war 4 Tage nicht da! 4! Rechtsklick! Transformieren! Ich kann nicht mehr horizontal spielen! So. Warum das jetzt nicht gegangen ist, weiß ich nicht, aber jetzt geht's. Ist nicht mehr da? So, vielleicht sollten wir, was ist denn jetzt da wieder? Was ist, hallo? Hab ich irgendwie in meinem Dauerseier übers Wochenende irgendwas kaputt gemacht, oder ist da... Computer sagt nein. Ich weiß nicht, was heute ist schon wieder, jetzt haben wir wieder einen Ton. Der scheiß heilige Carsten, er gnädigt sich, dass er einen Ton macht. Der Dankeschön. Kruzifix. 40 Alter, gerade auf dem Blattl Papier. Und nicht mal da, so wirklich. Vielleicht bin ich gar nicht 40. Warte, ich bin nicht ganz am Boden und, warte mal. Ich bin ein bisschen abgehoben schon. Dann machen wir so, dann muss es passen. Kruzifix wieder. Hier, tu jetzt weiter, Spiel fortsetzen. Tu einfach weiter und dann sehen wir schon. So, letztes Mal haben wir mit dem Auto am Schluss noch Fotos, das weiß ich. Jetzt halt. Meine Damen und Herren, wir spielen heute Runde 3 in 007 First Light. Cutscene, schauen wir uns... Yes? Yes, sir. Haben wir die schon gesehen? Weiß ich nicht mehr. Schauen wir uns nochmal an, Alter, mir wurscht. Take a seat. Hold all calls to my direct line. These are the facts. 009 is acting on some archaic vendetta against MI6. His actions have brought us to our knees, and we are in the midst of a full-blown diplomatic crisis. This is exactly the kind of cock-up that Foreign Secretary Bright has been waiting for to shut the program down. However, it's not all bad. Thanks to Bond's quick thinking and your eye for detail, Greenway, Thayer's managed to pin down 009's whereabouts. I'm sending you to Mauritania to bring him back any way you see fit. I have a few ideas. Need I state the obvious? He is not ready. I am perfectly capable of handling this. You open that for me? Right. Greenway will take point. Bond, you will do as you're told. This is our one shot at calming things down, and I need you two to work together. Am I being clear? Perfectly, Mom. Bond, you go and see Q for your gear and Moneypenny for your briefing. You're dismissed. Warum haben wir ihn so leger gekleidet in so einem Mantel? Sogar mit dem Knacksen, hast du das gehört? This. Und da der Stupsel hängen bleibt, sind wir mir ganz klar in Europa. Don't you have somewhere you need to be, Bond? Right. Herr Serbinier, du bist lustig. Seit wann hätten für 70 € jemals eine gute deutsche Synchro irgendwo geben? Ja, ich muss lesen. Ich muss lesen und das ist nichts für mich. Herr Wulff! Servus, Sie war letzte Woche, bin übrigens erst 16 geworden. Dann lass deine 5 € in deinem Hosensack drin! Kruzifix, hab übrigens schon alle deine Horror-Streams angeschaut. Outlast, Visage, Luto, alle. Du musst Madison anschauen. Weißt du, was du da aufzählst, ist ein absoluter Kindergeburtstag. Madison it is. Merci dir, Schluss mit Antonetten. So, jetzt halt. So, wo haben wir? Da sind wir. Wo müssen wir hin? Zum gerechten Punkt. Das schaffen wir. Los geht's. Hat England auch den Stopselschmarrn? Das ist eine gute Frage. Kann das mal jemand erörtern? Ob England auch den Stopselschmarrn hat, aber so im Arsch wie die sind, kannst du mir schon verstehen. Birger, du kannst selbst abseits, sie fix. Geil, wie viel was laberst du? Du auch? Aber sag das keinem. So, müssen wir jetzt wieder zum Q, aber wir kriegen ein neues Spielzeug. Sehe ich das richtig? I did. I think you're spot on. I think you're spot on. This will end well. And if it doesn't, what do you think's on the table? Schnellster Aufzug Mexikos. Retirement? Or a desk in Ab ins Q-Lab! Die Hitze ist der größte Horror. Das ist absolut wahr. Da, ich kann so mal. Gut, dass ich doch eine Hose noch hab. So, bloß zwar eine ganz luftige, aber was soll ich. Better have something efficient for me, Q. Stimmt, Adina. Ist Bond noch so schick wegen der Beerdigung?
Schön, dass du mich daran erinnerst. Da haben ja letztes Mal ein paar Leute gestorben, wenn ich mich recht erinnere. We'll get right on. Mr. Q, tell me something. Bond. Mr. Bond. Good to see you. Da, ich möchte die Kanone da. Walk with me. Das schaut ein bisschen aus wie ein Space Marine Bolter. Was haben wir da? Hier, reden. Missed you at the service. Yes, I kept to the back. Never did like funerals. All that black. Hell of a thing. What happened? All that black. I'm so sorry you must carry it with you. Be okay. You were a fine lot. I know you'll make them proud. Now, let's get you field ready. Screaming Jeans. Sounds good. I lost my watch. I forgive you. Just this once. Identity verified. Welcome back. What's in there? We do Auf den thorough schwarzen Mantel stress and drunter aussehen, durability das richtig. tests on all field equipment before it is cleared for mission use. Most happen in Herr Wolf, Madison gibt's nicht auf deinem Kanal, glaube ich. Doch, doch. Musst nur in die Playlist suchen, nicht in der Suche. Es gibt einige Videos, die nicht live gestellt sind. Quite clever what you did back on the plane. How did you know the watch had a tracker? That's the 21st century, Q. My toaster has a tracker. Fair point. And I assume Stimmt, you und man kann, worked out how to Skyrim switch drauf spielen. off as well. And time will tell. I thought as much. Oh, and Bond. One more thing. Your new earpiece. Bone conductive. Warum bekomme ich Jesus Christus Werbung von deinem Stream? Ultra thin, virtually undetectable. Keine Ahnung. So, was haben wir da? Ohrhörer! Before you go, there are some new items of field equipment you might be interested in. Follow me. Gadget-Testbereich, wo ist der gleich wieder? Ich kenne mich da nicht mehr There aus. are a Irgendwie schaut das couple gleich of aus. new pieces that are Aber going hinten, through Mann. final testing ahead of field certification. I thought you might like to give Aber them wenn a es so warm once-over. ist, das ist das beste Pubertswetter für draußen. Ich finde das Rauchen selber nicht einmal so unfassbar geil, wenn es so ultra heiß ist, weil du einfach Ah, stirbst. Bridget, here you are. Bridget! Ahead of this next excursion, I Bridget, thought you was haben wir might denn? show Bond our latest creation. Of course, Q. The laser strap and flash mine have just Der passed final Laser Strap-on, was? Excellent. Bond, come and take a look. Was kann das? Ein Laserarmband. Laser strap has a multitude of uses, from blinding an enemy to disrupting complex electronics. Not quite a death ray, but we're getting there. Give it a try. Da, hier kann ich Schließer auftüdeln. Ich seh's dir von da. Q Lens Mode. Und dann nehmen wir 1. Nicely done. It can also disarm hostiles. That's it, Bond. Perfect for when you don't want to attract unwanted attention. I'll take anything that gets me closer to 009. Und dann nehme ich seine Pistole und dann schieße ich ihm ins Gesicht. Das war jetzt That's meine not Idee. all. Over here we have the flash mine. Ich finde seinen Mund ein bisschen bedenklich. Braucht mir keiner erzählen, dass nicht schon einer probiert hat. Und ich brauche mir auch keiner erzählen, dass keiner weiß, von was ich rede. So, ja, kauft ihn, das sind in einer The Pose, flash wenn man mine nicht uses ist. Was eine molecular bonding to Blitzmine. adhere to any surface and operates on a proximity trigger. Just the thing if you need to cover your escape or leave someone a nasty surprise. Give it a try. Very good. Now throw it at the Hinten stack fährt der of Karl vorbei. You see Hui! the proximity trigger in action. Try it. Alt! Um die Mine zu werfen. Wo soll ich sie werfen? Da rein soll ich es werfen, oder was? Und jetzt fährt der vorbei, oder was tut denn? Die sieht man auch kaum und die hört man auch kaum. Alt gedrückt halten und die Kühlen. Got the hang of them. I must say, you are a remarkably fast kinesthetic learner. No time to waste, Q. Ich bin ein schneller Lerner. Die ersten 2 Minen habe ich einfach vor mir auf den Boden geworfen. Bridget will Bis ich checkt habe, complete dass da your ein mission. You can pick Zielscheibe up ist. your service pistols and walkers at the shooting range. Okay. Thanks, Q. Bond. So, was Here nehmen we wir have the jetzt? dart phone, smoke pods, flash mine, Ja, and Blame laser Me strap. Laserarmband. Your maximum loadout is 2, in addition to your new watch. According to Bayer, you should expect hostile terrain with a relative humidity below 25%. So, and you to watch. encounter organized and motivated opposition. Motivated? Oh, Aber I'm surely nicht. motivated. Das brauchen wir nie. Wie tut man dort Wie tut man die Dinge gleich wieder wechseln? So, Dartwaffe. Feuert einen kleinen, kaum sichtbaren Pfeil. Das war dieser Giftpfeil. Das ist die Shockwave-Kamera. Rauchkugeln.
Her mit dem Laserarmband. Na, das tun wir auf 2. Geht das? So geht das nicht. Die Dinger, Mine auf 4. Und ja, den Pfeil, der wir da her. Man kann bloß 2 Sachen Mine, ich habe schon gedacht, das hat sich schon wieder erledigt. Dann weg mit dem Schund. Wir nehmen natürlich die neuen Sachen mit. Hier, Laser. Laserarmband, Blitzmine. Muss gelangen. Thanks, Bridget. Wunderbar, Bridget. Hol deine Dienstwaffe ab. 009 Kommt ja was Tolles. Greenway. He knows Airports Gelsenkirchen Edition. Kann man Ihnen sagen, wann er Madison gestreamt hat, wegen Sachen? 4 Jahre, 5 Jahre? Package for me. Right, you are. One MI6 standard issue service pistol. No need to sign. Ah, das Ding, die Schrotflinten, die dahinter hängt, die möchte ich haben. Dienstwaffe? Oh, krieg ich jetzt mein P99. Oder was ist der P99? Now we're talking. Ist das ist The doch, range is there hat der whenever you Bond need nicht der it. ganze Blow off steam, get your eye in, whatever. Dampf ablassen, geht zur Einsatzzentrale. Bereits dann immer anschießen, schießen kann ich schon. Hat der Bond nicht ein Walter P90 oder P99 oder irgend sowas? Irgendwas mit P auf alle Fälle. Who bombs a chess tournament? A sore loser? Mate, that's not even funny. Was haben die jetzt geglaubt? Haben die da über mich geglaubt? Hey Leute, ich stehe 1 Meter hinter dir. Du bist vorsichtig sein, Freunde. Das Hold the lift. PPK, ja. P99, beim Brosnan war es eine Zeitler P99. Ja, deswegen habe ich es im Kopf. Gerald. He's an idiot. The rest of us heard about what happened and that you're going back out there. Some of us would love to be going with you. I've applied for field training myself. Ja, ist schon recht gut, aber wenn du deine Augen ein bisschen weiter aufreißt, dann fallen der Daumen aus, aber das sagen wir schon. All the way. Thanks. PPK heißt Polizeipistole kurz. Im Ernst jetzt? Ist das wirklich wahr? Das hört sich für mich nach purer Erfindung an. Nach purer Erfindung. P für Pistole. Und dann eine für Penis. Pistolenpenis kurz! Aber anscheinend stimmt das. Ist das der Mr. N gewesen? Vielleicht, möglich. So, jetzt gehen wir mal zur Moneypenny und schauen wir, was die neue Mission so bringt. Auf Malediven werden wir geschickt oder irgend sowas. So, grüß Gott. Ist es unangenehm, wenn ich so nah dran stehe? Ist es unangenehm, wenn ich so dahinter stehe? So? You needed to show me something. Oh, ich schau, was du da in dem Tablet tust. So ist, was ich weiß. So, hier, reden. Who's the lady? Oh, you don't recognize Agent Roth? Charlotte Annabelle! Aston Martin. Roth. Charlotte Annabelle Roth, Senior Operational Officer at the DGSC headquarters in Paris. You can't be serious. We chatted. Nice lady. Retires next year to spend time with her grandchildren. Who was the woman then? That's what I'd like to find out. Stimmt, da war ja letztes Mal auch so eine Tussi dabei, die so angezogen war wie eine Bootsfrau, mehr oder weniger. Und wer waren die blonden Zwillinge? Ah ja, Any match on the blonde ich twins? erinnere mich. Nico and Tero Murta. Nico und Assassin Tero. duo from Tampere, Finland. Highly adept at unarmed combat, improvisation and social infiltration. Das haben wir gespannt, die haben uns sauber gefotzt. Operators, James. Ice cold killers. I know. I was there. Bin ich da der Einzige, der so ein bisschen ein Matrix-Flashback hat? Wo auch diese 2 Albino-Dreadlock-Seppen daherkommen? Guys, Sepp! Manche Flaschen in England haben die gleichen Deckel wie mir oder ähnlich. Besonders die am gleichen Markt produzieren. EU, UK, zum Beispiel Coca-Cola, Innocent. Andere, deren es freiwillig, der Einfachheit halber. Freiwillig. Das ist übrigens die dümmste Erfindung seit... Nachricht für Dummes fällt mir nicht ein. Ready for that mission brief? What you got for me? Neue Mission, meine Damen und Herren! Not going to lie, you have got your work cut out for you. Greenway. Perfect timing. 009. After he escaped Slovakia, we tracked Bond's watch to a field outside of the Syrian village, Jab al-Uthman, where the unregistered cargo plane was abandoned. A wide there sweep picked up his trail 36 hours later in the Turkish province of Şanlıurfa. From here, he embarked on a complex route, eventually bringing him to Egypt, where we lost his trail for good. However, despite significant effort being put into obscuring transport payments, Thayer managed to pin 2 of the chartered private jets to the Pirate King, Bavma. Yes, Bavma. you heard me right. Pirate King. And?
What do we have on this Bavma? Abducted by militants at the age of 10, along with his little sister. Trained as a child soldier until age 12, when Bavma turned on his captors, killing 5 and escaping. Spent half a decade looking for his sister, to no avail. At age 17, he entered the world of piracy. For the next 2 decades, he rose like a shooting star, turning random endeavors into a well-organized international business empire. All culminating in Mauritania, when he claimed a ship graveyard as his kingdom. Aleph. That's the main black market hub on the African continent. Major League weapons bazaar, if I'm not mistaken. Indeed, and with the clientele to match. Aleph is a cesspool of military and PMC personnel, rubbing shoulders with rebel groups and criminal organizations. Warum wünsche ich mir all of a sudden ein Spiel mit dem Barmer-Typen? Warum macht man da kein Spiel nicht drüber, wie der als Kind empfiehlt wird, dann die Leute umbringt und zum Piratenkönig wird? Das ist eine der coolsten Geschichten, die ich seit keine Ahnung wann gehört hab! Alike. And how does all that connect to 009? That's the thing. It doesn't. Which is probably why he managed to stay invisible for more than a decade. However, with the new intel, things are starting to line up. And considering the amount put up to facilitate 009's escape, we have reason to believe that he is part of Bavma's inner circle. Aleph is most likely where he's been hiding all along. Go to Aleph. Find 009 and bring him back. Everything depends on your success. No pressure. Okay, that escalated quickly. Wir sind im Defender. Ich war aber gerne im Offender. Nee! We're almost there. Kann man das so rundum schauen? Schau, wie es ausschaut. Schaut so gut aus. Kann man nicht helfen. Jetzt fahren wir mit zu. We're almost at the left. Ich mag wissen, was passiert. Heute sei Fotzen. Just drive. We're not getting any younger here. Right. Zoned out for a moment. Schauen wir mal, wann es zum Road Rage Incident kommt. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit, Fort Blue. Stell dir vor, da. Ja, sag's einfach nicht. Ja, ich fahr schon auf Zeit, was willst du fährst? Du Arschloch! So, gibt's Fahrspuren im Sand? Oh, ja, tatsächlich. Schauen wir mal, wie weit wir fahren können. Da werden wir uns irgendwie rausglitschen. Das kriegen wir schon geschissen. Okay. Oh. Jetzt da ist der unsichtbare Mann. Na gut. Fahren wir wieder runter. Dann fahren wir wieder runter. Kann man das Auto aufhaxen? Kann man umschmeißen. Ich weiß nicht, ich probier's. Schade, dass es kein Schadensmodell am Auto gibt. Sorry. Jetzt fahrt's zu Kim. Schadensmodell wo? Nicht vorhanden. Das war ja mit dem Land Rover nicht passiert. Stimmt, mit dem Ford Ranger auch nicht. Aber nur wenn er blau ist. So, und jetzt Wüstenmodus einschalten, wodurch das Auto wiggelt. Right. No, that's what the eye patches and the wooden legs are for. Wollen wir fahren von Rosenstaubig an der Seite? Ist das dieser Schiffsfriedhof, wo der andere sein Piratenimperium hinzaubert, oder was? He's expecting us to make a move after Slovakia. Not us, somebody else. Correct. He'll be ready, so must we. But to answer your question, once we get inside, we need to get some face time with Bavma. He's the one who'll lead us to 009. Offroad, nee. Not getting past that. Boom, oops, bang, sorry, poof, my fault. So, was ist jetzt da wieder? Hauptsache Hinterdress so haben. I know you don't want me. Oder was ist denn? And I know what you think of me. You do. Insufferable, immature. Sehe ich das richtig, dass ich rechts abbiegen muss, ja? Was ist denn da wieder? Afrikanische Straßensperre. Okay, die ist unüberwindbar. Unüberwindbar! Vor allem, weil soll ich wieder AKs haben. Sehr authentisch, sehr authentisch. War noch nicht in Afrika, aber mir ist verzeiht worden. Das stimmt nicht, natürlich war ich schon mal in Afrika. Und stimmt, die haben da auch AKs an den gehabt, wenn ich mich nicht alles täuscht. Was laber ich? So, hier Offroad ein bisschen. Haben wir mir eigentlich sowas wie einen Turboknopf, Pumpedüse von unten aus, Biturbo, keine Ahnung was. Kann ich eigentlich auch hupen? Nein, aber Handbremse habe ich.
Scheibe, gut, dass es schon wieder ausschaut. The past never dies. Die Vergangenheit stirbt nie. Mauretanien. Wo ist denn Mauretanien? Ich sag, wo ist Mauretanien? Schau nach Afrika aus. Ist Afrika? Ich weiß nicht. Sagst du nicht, dass ich da komme? Schon wieder der Träger. Gibt's in Afrika keine zweispurigen Straßen, oder was? Hätte Moneypenny gerade verzeiht. Weiß ich schon, ich schau bloß, dass es aufpasst. Over there. Gents, heads up. Ich muss ja irgendwie zur Aktion triggern. Und irgendein gescheit Haferl sitzt schon drin, der noch irgendwas schreibt. Ihr spannt es bloß nicht. Was ich, der von immer ans Ohr gelangen. Spricht Arabisch. Kennen wir kein Arabisch. Folge Greenway. Hallo, Huli Mulle. Ja, ja, passt schon. Gehen wir. This place never changes. 12 o'clock. Welcoming committee. DRX 12 Bitches. Was möchtest du verkaufen? Dass du nicht mehr anständige Hosen und gesagt hast, du offensichtlich auch gut am Abend. Was ist mit dir? So, gehen wir. Da, ja, das ist ganz normal, dass da Leute mit. So, ich meine, das sind Sprengstoffgürtel. Bist du sein Munitionsträger oder wie sagen die das? Die schauen grantig aus. Aber im Land des Staubes, seine gefälschten Air Force One sind auf alle Fälle. Aber nichtsdestotrotz, die ganze Atmosphäre, da, wie alles hier herin ausschaut und so, ist schon. Kann man schon lassen. Dem haben wir heute noch einen auf Putzen, das geht. So, ich hab da hinten einen Fußbedress entdeckt. Wen hat er um? Stoneface? Was ist denn das für Dress? Oh, what the heck? Was ist denn das? Urum. Potato. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. So, erstmal schauen. Komm over her. Was ist das da? Da kann ich interagieren, untersuchen. Verschiedene Pillen und Fleischstücke. Etwa Lamm, Kamel, Ziege und Rind. Keine Ahnung, ich krieg Scheißerei schon. Ich seh's noch nicht einmal und krieg schon Scheißerei. Just browsing. So, wo muss ich überhaupt hin? Wo ist da rein? Lass uns das sagen. Schauen wir uns das alles mal an. Was ist das da? Was haben wir da? Kisten mit Gran Cubana Zigarren. Das rede ich mir schon. Verlockend, aber nein, danke. So, wo ist denn eigentlich der andere? Ich hab ihn schon wieder komplett verloren. Noch einmal, hoppala. Wo ist er? Finde Greenway. Der ist eine und links, glaube ich, oder? Das ist der Metzger des Vertrauens, der hat auch Pillen, der hat gleich die Pillen gegen die Scheißerei mit dabei. Beziehungsweise gegen die Lebensmittelvergiftung, die du kriegst. So, wir sollten das essen, ist das was zum Essen? Soll das was zum Essen sein? Ich weiß es nicht, da liegen Knarren und was zum Essen. Bin unentschlossen. So, was haben wir da? Das ist Greenway. Wo ist Greenway? Da ist der Greenway. Wie kommen wir da rein? Ich gehe da rechts außen rundum. Was haben wir da? Einsammeln. Da haben wir einen schönen 6er, den kann man nicht brauchen, den kannst du gleich wieder wegwerfen. Das ist das Erste, was aus dem Kartenpark rausgezogen und weggeschmissen wird. Das war schon immer so und wird schon für immer so bleiben. So, die Frage ist jetzt, wie wir da reinkommen. Sollen wir ihm da einfach einmal, der hat ja schon wieder AK da und schaut ultra wütend aus. Wieso sind immer alle so wütend? Seid mal nicht so wütend. Was hat denn da? Ich mag das. Kann ich das haben? Wenn wir vielleicht doch außen rundum, hä? Was ist das? Ein K&S-Repetiergewehr mit speziell angefertigtem Lauf. Ja. Im Land der Doktoren und Engineers kann ich mir vorstellen, dass das eine ziemlich gute Waffe ist. Aber das mag ich haben! Kann ich das haben? Hey, Entschuldigung! Check auf, wo schaust du hin? Da irgendwo ein Handy. Na, das Ding hätte ich gern. Da kann man kurz einmal. Was ist das Geiles? Geil, Cagefight. Irgendwie schaut's wieder. We said easy. Not looking for trouble.
Well, you found it, asshole. Get him. Einmal aufs Maul. Zweimal aufs Maul. Dreimal aufs Maul. Nehmen wir die. Dreimal aufs Maul. Wo bist du? Nein, nein. Too easy. So, jetzt da sagen. Jetzt habe ich eine Woche nicht gespielt, ich habe nicht einen Hit gekriegt. Was möchtest du? Was tut denn hier da? Was ist denn was? Kontakt! Stell dir vor, du bist in einem Waffelschmugglerladen. Mit was hat er jetzt auf mich geschossen? Was war denn das? Spielzeug bist du in! Währenddessen da 5 cm daneben eine verdammte Flak steht. Ich hab nicht gesehen da hinten, der ist halt in der Finstern gestanden, muss ich denn sagen. Entschuldigung. So, machen wir mal die Tür jetzt auf. Und was nehme ich mit ihm? Ich möchte jetzt gerne wissen, was er denkt. Der ist jetzt da so Droglern oder zugeschaut so. You started it. Look, it's this way. Ja, no. So, weiter geht's. Looking at something. Looking at something. Ja. Deine Bio-Bandaletten. Was ist das? Untersuchen Elektronik, eine Auswahl an elektronischen Geräten, darunter USB-Sticks, Festplatten und Krypto-Wallets. Da ist mit Sicherheit noch ganz viel um. Das ist mit Sicherheit ein gutes Geschäft. Ja, wieso bin jetzt ich, habe jetzt wieder eigentlich außen und dumm gehen müssen? Kann man das etwas sagen? Ich weiß ja nicht. 90% von Mauretanien ist Wüste, da müsst ihr jetzt wirklich auch auf die Weltkarten schauen, wo Mauretanien ist, weil ich keine Ahnung habe. Warum werden da Pillen verkauft, wenn man die meisten noch am Essen nehmen soll? Den verstehe ich nicht. Herr Leberhardt, den verstehe ich nicht. So this is a left. A cesspool of the Sahara. Bet they don't put that in the guidebook. We're in the lion's den, Bond. Everyone here is a threat, so watch your back. Bond, up there. People on the left, hear me. Our existence depends on you, the traders, the beating heart of this city. All we have asked in exchange for your protection and a place at our table is but a small token of appreciation. Tariq here does not agree with that sentiment. He He believes he should not have to pay his share. And for that, he must be punished. Das ist einfach wirklich der Lenny Kravitz, oder? Also als Schauspieler. He tells me there's a child, a girl. He fears for her life. She needs medication, the expensive kind. That is where his contributions went. Our protection is for the care of everyone in our great city of steel and sand. Is it not? Men, women. Ich versuche gerade konzentriert zuzuhören, ob es seine echte Stimme ist. Ich glaube schon, oder? Denied this child the care she requires. What kind of man would he be if he did not fight for her care? He would be no kind of man at all. Let it be known that while in the bosom of Aleph, the child shall want for nothing from this moment on. Trouble in paradise. Well, you know what they say about paradise, Bond. Watch out for the snakes.
Ah ja, und übrigens. I wanna fly away. Hey. So. Kali, der beieinander, immer wieder gute Unterhaltung, auch wenn ich eher der stille Zuschauer bin, mach weiter so. Herr Kali, das freut mich, Kuss auf die Nuss. Wir sind wir 20 Monate. Aber jetzt schauen wir uns da einmal um und ich bin nicht richtig immersed, weil ich ganz fest bezweifelt, dass die in echt die Frauenquote ein bisschen zu hoch ist. Hä? Meinst du nicht? Er passt nicht her da. Er passt nicht her, was tut der da? Der hat einen Anzug gemacht. Go and have a word with Bavna's men. Try and get us an audience with our lead. Was läuft denn dem jetzt an? Rede mit Barbers Leuten. Bin schon unterwegs. Zur Not habe ich putzen, aber die haben da 2 AK, das ist nichts. Here for the auction. Bakadali, wo ist der? Aus dem Weg, genau. Ja. Yes, invitation and 100k. Not a cheap date, are you? What do I need 100 grand for? Best timer? Of course you are. It gets you through the door and into the auction. I'll be back. I am sure you will. Das heißt, wir müssen uns da irgendwie einlegen, sehe ich das richtig? Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, was zu tun ist. How do you think it went? Well, you're still in one piece, so better than I expected. It's an auction. We're not getting inside or near Bakard Ali without an invite and $100,000. Of course. How do you want to play this? Split up. I'll work the invites, you source the cash. How am I supposed to find 100 grand out here in the desert? Oh, I don't know. Luck? Charm? Isn't that how you've gotten things done in the past? Yes, sir. Was, ich muss jetzt 100.000, was? Auktionsgebühr beschaffen, 0 von 100.000, ja wo, hä? Ich klaue jetzt einfach Sachen, keine Ahnung. Money Penny? I need $100,000. You know I can't do that, James. Looks like I'm getting my hands dirty then. Need extra horsepower, you've come to the right place. Come, take a look at the collection of auto parts on offer today. Was? Wie sollst du denn in diesem Scheißlauf... You can't come this way. I can't come this way. Und wenn ich mich da hinten hinstehe, dann seht ihr mich all of a sudden nicht mehr und ich kann euch einfach zuhören. Inside, second floor. Any word from the buyer? No. He's supposed to call Forsted on the burner when he's at the container yard. You listened to him during the briefing earlier. Mate, I was at the pit watching the hammer. Es gibt irgendwo ein Wegwerf-Handy. Irgendjemand hat ein Wegwerf-Handy? Sweet for me on a PMC outfit called Scorpius. I need to know why they're in town. What are you up to? Just pulling at the string. They're liberating. Let's talk danger deserts. Infiltriere Scorpius. Jetzt warte mal, jetzt gehen wir mal da hinten rein. Die wollen da was von mir. Kann ich mit ihm da reden? Get away from here. Can't blame me for trying. Need a new angle. This won't work. Was ist denn, wenn ich mit dem Typen einfach da, er schläft da sowieso? Was ist denn, wenn ich dem Typen einfach eine Zwiebel... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich stehe da nicht so Gaudi umeinander. So, vierte. Watch your step in here, James. Das war schwierig. Zwar wieder mehr Dusel als Verstand, aber ja. Jetzt ganz schön zu. Was der ISO, was der ISO. Die ziehen wir da jetzt mal um oder so. Schwupps und weg. So, einer liegt schon mal umeinander. Wen haben wir jetzt da noch so? Da haben noch 2 so offen. Everyone knows that shooting gallery business is rigged. Nobody's ever beaten it. And you should have known not to have Was haben wir money da? Was ist denn das überhaupt? Not at that range. He tampered with the scope. Or maybe the target was waiting. But he did something. Oh, da komme ich auch nicht gescheit vorbei, wenn bloß einer von denen 2 geht. Was ich nicht mehr weiß, ist, was bedeutet der weiße Kreis über seinen Kopf? Ist das der Chef oder was ist mit dem? Sagt da jemand hin? Nicht wirklich, gell? Hört er das? Ich hoffe, dass es hört. What's this? Nein, der andere soll sich umdrehen. Dreh dich um! Dreh dich um!
Cooper back up. On it. Okay, gibt's wieder Schlägerei. Gibt's halt wieder Schlägerei, was soll Moha? Bro, we've got a situation down there. Send somebody. Nein, nicht! Send nobody! Ich lauf. Oder so. Let's go. I could take him. We're getting it right. Tschüss! Warum prügelt man mir uns nicht eigentlich jedes Mal durch jede Situation durch? Sondern schleichen da rum? Was ist eigentlich das da? Sabotieren. Okay, nein. So, hier machen wir mal auf. Noch mit drei von den Affen. Come on! Oder ich hau das aber in den Putzen! How about that? Du Vogel, du! Okay, noch einer da oder so? Haben wir jetzt da noch einen oder nicht? Oder wo haben wir eigentlich? Das ist ja fast schon wegen langweilig, du kannst dich da einfach Vollgas durchprügeln. Muss ich überhaupt hin? Da hinten. Oh, das kriegen wir zusammen. Das kriegen wir zusammen schon. Je, dreschen wir uns durch. Where is Mick? Over by container 76. Good. Müssen wir da oben oder was? Shouldn't be too long now. Bonk! Somebody's wounded. Somebody wounded! He's been knocked out. Not important. Come on then, Harley. Geht das so? Ich hab keine Ahnung. Wird schon passen. Ich hab keine Zeit für die Scheiße. Hallo? Wegwerfhandy. Ein Wegwerfhandy sowie Fotos des Containerhofs von Aleph neben dem Anker. Okay. So, was nun? Ich schaffe das Wegwerfhandy. Hammer. Und nun? Geht's da weiter, oder was? Wieso kosten eigentlich die Schießerei da über keine Ressourcen, oder? Oh, Shortcut. Und der Türsteher ist jetzt auf einmal nicht mehr da, oder wie? The exchange is supposed to take place at a container yard here in Aleph. Can you see if you can find anything Grün else? bin ich ihm und ich hab Putzen auch. Wie der so stark interessiert, was passiert. So, auf zum nächsten türkisen Punkt. Er schaut krantig aus da. Er schaut wirklich ganz schön krantig aus, schau dir an. Der Manni braucht ein paar Drescher mehr. Was ist mit dir? Hallo? I need to make some money. Fast. Don't worry. Bin ich, da keine Sorge. In Aleph bist du zweifellos genau. I'm Nirmala. What do you want to know? Kann ich sonst noch was für dich tun? Gelegenheiten auf dem Markt? Soll ich jetzt das Markthandeln anfangen oder was? Anything out here worth chasing? Had someone come by earlier trying to buy weapons. Wanted to pay in crypto. Told him to get lost. Crypto's only good for the auction. It's useless out in the market. Know where I can find him? Saw him over by the electronics pushers earlier. Da haben wir doch vorher was gesehen mit Crypto-Wallets. Right behind you to get to it. You'll find him somewhere around there. Finde Container What about you? 76. Must be something you want that I can help you with. There is this one thing. Aden. He runs a cup scam. Flashy little setup. Always a big crowd gathered round. He's offering up a red jewel as a prize. The Jewel of Jahari. Let me guess. You'd like to get your hands on it. Lost it in a bet to him. I want it back. Get it for me and I'll make it worth your while. You'll find him next to the shoe stall to the right of the fight pit. Das sollten wir uns fast anschauen. Alright, who's next? Kisten mit USB-Sticks und Krypto beim Fernseher. Sollten wir mal nochmal schnell, da sollten wir vielleicht einmal nochmal schnell nachschauen. Allerdings haben wir auf einer anderen Nebenquest und so ziehen wir es wieder unnötig entlang. Braucht's auch nicht. Haben wir zum Progress machen gekommen und nicht zum umeinander pümmeln, oder? Was da?
He might as well have been waving a giant red flag around. It looked pretty sharp to me. What can I say? I made a mistake. Too right you did. That boy you back went down like Keiner a gesehen. sucker. Oh, warum weißt du? So, gehen wir wieder mal durch die Hintertür. Was darf man sonst? Was gibt's denn da? Gibt's da überhaupt irgendwas? Da gibt's was. Postkarte aus. Die Details eines kriminellen Geschäfts festgehalten auf der Rückseite einer Postkarte. Containerhof, Einheit 12B, 23 Uhr, kommen Sie allein. 500k in nicht gekennzeichneten Scheinen. Kontaktname Lazarov. Ja, die liegt mit Sicherheit, liegt die Postkarten da. Weißt du schon, die liegt halt da. Come on, Lazarov. Shouldn't have left this lying around. Schön, dass er es noch kommentiert, das ist wirklich wichtig. Das ist wirklich wichtig. Da ist ein Leute, die hätte ich fast nicht gesehen. Affe mit mir. Was ist das da? Wo sind wir da? Oder? Wird da gar kein Besen herin? War wieder gar nicht mal so schwierig da durchzukommen. Jetzt schauen wir mal, Container 12B hat es geheißen. Da, hier ist 12. Was haben wir da? Ziel. Container 76. There she is. Container 76. Da liegen die Zeugelsteine aber nicht so gaudi umeinander, da gibt es jetzt gleich eine Schlägerei, das sagt ich. Ja, der ist natürlich auch einfach so off, ist ja klar. Yes? Forster. I'm here. Container 76. As are we. With you in a moment. James, Scorpius comms just blew up. They're onto you and headed your way right now. They're close. Get ready. Always am. Man down. Man down. Comes down. Und hab ich verkackt. Aber jetzt hab ich Sturm bei. Ich hätte mir keinen Sturm. Oh my god. What the hell is going on? Ja, also das ist jetzt ganz blöd hergegangen. Ich hab jetzt da den Container aufgemacht. Und dann haben da 4, 5 Leute gekommen. Die haben alle AK gehabt. Und jetzt liegen sie halt da. Nee, was soll ich jetzt sagen? Wo ich die AK her hab. Sorry about the mess. What happened? A word-place disagreement. Ach, Moment mal, jetzt gib ich mir einfach aus See aus und nimm von ihm 500k. The painting I was promised. Is it here? Probably somewhere inside that container behind me. Alle ist es Why don't da. you two go ahead and have a look inside? I should probably get going. Wait. Entschuldigung, warum liegen da eigentlich 6 Tote umeinander? So, was? 52.000? So 500k hat's geheißen. That should take the sting out of Scorpius's tail. Okay. Look at you. Okay, 52k haben wir schon mal. So, kann man die Waffen da vielleicht verkaufen? Getting there Oder? with the auction fee. Almost. Scheibe, da liegt. Nee, die liegt da wie früher der Audi beim Telefonieren. So, haben wir da sonst noch ja, geil, mit dem über den Stapler fahren. Da meinst du, ob der James Bond einen Stapler-Führerschein hat? Das erklärt, warum er die ganzen Weiber kriegt. So, wie kommen wir jetzt raus? Irgendwas mit Container 12 war noch. Container 12B. Das lassen wir mal schnell schauen. Container 12B. Ne, da ist nichts. Irgendwas war doch mit Container 12. Was war da? Springen. Nein, ich mag nicht springen, ich mag den Container 12. Kann ich da irgendwie auf? Nein. Ja, darum habe ich die heute nie verstanden, weil so ins Kopfkitzen reingeschmerzt hat. Na, du legst auf, na, du legst auf, na, du legst auf. Geil. Es ist wirklich ein bisschen schade für jeden, der noch nie in seinem Leben na, du legst auf gehört hat. Das ist ein bisschen schade. Das ist eine Experience, die sollte man haben. You had to be there. I'm good. So, was mit dem? Got what I needed. You had to be there. I want to come back here. I'm good. Got what I needed. Was gehört für Bluffen? Suffering for your art. Are you sure you're okay? Ich geh ja schon, chill. Respect the rules.
Respect the rules. So, jetzt müssen wir da noch den anderen Hütchenspieler setzen, seinen Schmarrn da. Hier, aber Sonnenbrille, aber gar nicht gemacht, aber nur getrunken, ein Bier. Ja, geil, wie viele Leute hat uns keiner gesagt, dass zu dem Zeitpunkt das so einfach ist. So, aber war jetzt der Fernseher, den wir kaputt gemacht haben? Boah, leck, was ist denn das? Das schaut ein wenig verrückt aus. Aber liebe afrikanische Gemeinde, die Physik, die erklärt's mir bitte. Diese Physik erklären Sie mir bitte. Ja, das sagt einer ins Eckkind, du Facki. Das ist ja sogar mit Biesenstrahl. Warum hat er Sturmmasken auf, aber kein T-Shirt? Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten stimmt. Ich mach das kaputt jetzt da. Kann ich das kaputt machen? Leider nicht. Jetzt warte mal. Auktionsgebühren. Tipps. Das Juwel von Jari. Das mag ich verfolgen. Errate den richtigen Becher. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass wir da ein Hütchenspiel hingeschissen kriegen. Ich find's bloß nicht mehr. Und sie dann gleich beleidigt ist, wenn du aufgelegt hast. Ah, ich sag schon, der Reik Miese. Der Reik Miese. Hat das schon mal gesehen? Ja, I want to make some easy money. Alright. Bite. What's the catch? No catch. Just guess correctly and win this. Jahari. What many people consider to be one of the most prized jewels here in Aleph. Trust me. Wenn der wüsste, dass ich vor 4 Minuten gerade 5 Leute mit 6 Kugeln in den Koffer geschossen habe, da hat er mir einfach gegeben. And all you have to do is guess correctly. Ja, in der Mitte ist Fang an jetzt. Spielen $3,500, freilich. I'm feeling lucky. The tourist is feeling lucky, everyone. Alright then, here we go. Ja, mach ich jetzt. In der Mitte! Middle cup. Lady Luck's not on your side. War klar, dass er da nicht ist, weil er nirgendwo mehr ist. The cake is a lie. Three cups, one big beautiful jewel that will change your life. Wie kriegen wir den? Wie kriegen wir den? Da muss man doch. Da hinten liegt, da hinten liegt, was ich haben will. Wie komme ich da rein? Das ist so nicht machbar, hundertprozentig nicht. Verspäte bloß das ganze Geld. Q-Lens? Hey you, tourist. Your lucky streak starts here. Ja, das sieht man nicht. Jetzt schau ich mir erst einmal die Schuhe an. Geht's mir auf Zeiten da ist. Gewapperten Schnallen. Geile Schuhe. Kann sich in Afrika keiner Schuhbandel binden oder was ist da los? Gefälschte Marken und Billigschuhe. Alle Größen und Varianten sind vertreten. Wenn ich da jetzt einfach so einen Schuh nehme und schmiere, meine ich, oder was über den, kannst du mit der Uhr nachschauen. Das haben wir da aber jetzt nicht dran. Einmal probieren wir es noch. Ja, laber mich nicht voll. Wie kann man den beim Bescheißen erwischen? Natürlich bescheißt der, das ist ja klar. Du kannst doch durch Sachen durchschauen, oder nicht? Ja, aber ich sehe nur lebendige Sachen, Personen zum Beispiel. Wie die zwei da hinten, die offensichtlich gerade am Schmusen sind und meinen keiner sieht's. Aber den Stor sehe ich natürlich nicht. Wir probieren es jetzt aber auch nochmal. Er ist in der Mitte. So, nochmal hinschauen. Genau hinschauen, aufpassen jetzt. Rechts. Mitte. Links, links, Mitte. Rechts, Mitte, links, Mitte, Mitte. Immer noch in der Mitte. Jetzt drücke ich auf Mitte und schau, was damit passiert. Middle cup. What? I don't understand. How did you do that? No catch, eh? Jewel. Arden. Hand it over. No. Auf einmal leichter Stor! You cheated. You set me up. Give me the jewel. Oh, der wütende Yellow Helmet ist No da. problem, gentlemen. In fact, my new friend here was just about to let me collect my winnings. Isn't that right, Arden? Yeah, that's right. Go on, take it.
Feel my life changing. Da habe ich natürlich jetzt wieder nicht dran gedacht. Sogar. So, was wird uns sie jetzt geben? Möchtest du wetten, dass uns genau $54.000 gibt? Da bringen wir den Schund einmal zurück. Bringen wir den Schund zu unserer Sister of... Fast man, back again, Peacock. We buy everything. It's the shirt. So, what can I do for you this time? Somebody ordered the Jewel of Jahari. You got it back for me, I got it back for you. and I said I'd pay. Here, you earned it. How did Adan take it when you beat him at his game? He didn't, but he'll get over it. Eventually. Wie viel Kohlen ist das? Das kann er immer noch nicht! See you next time. Entdecke neue Möglichkeiten. Wie war's denn, wenn ich einfach irgendwann von diesen Trotteln Bock ins Eckkind ziehe und nicht mehr am Skate? Schau mal, was er hat. Hast du was für mich? Wo bist du? Blinkgranaten. Anscheinend nicht. Was haben wir da? Ja, freilich kaufe ich Raketen. Was da denn sonst in meinem Leben drin? Da steht er da. In seine Flipflops, in seine Zwiegel 50 Flipflops. Und verkauft Raketen. Warum nicht? Schmusen sein. So. I know. We need a fighter. There has to be someone we can put in there. Nobody crazy enough. Hey, heute auf alle Fälle bedeckt und fahr ja nicht auf. Macht das was, wenn ich 2 Tage vorher noch zum Tätowieren gehe und mein ganzes Gesicht zu tätowieren lasse? Da ist er unten gewesen, hast du gesehen? Haben wir Pfotzen blödig. Are you sure he can't fight? He's a mess. He spent the night knocking back Deme's homemade brew.
And we all know that stuff's only good for decreasing engines. What do we do? I need a drink. I think better on whiskey. Ja, ich geh jetzt da hin und kämpf. Ich gewinne gegen ihn da. Schaut ein bisschen aus wie der Cristiano Ronaldo. Jetzt fragen wir da mal nach. I want to fight. You look like you couldn't fight your way out of a wet paper bag. Just point me in the direction of the bag. Funny. Ahahaha. Ahahaha. If you want to fight, you need to talk to the boss. If Yasin says I can put you in, then I will put you in. He's at the bar. Top man. Das ist das Cypress Hill Zeichen in dem Gesicht. Coole Musik. Gut gemacht. So, wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Ah, da hinten ist er. Ich hab mir's gerade gedacht. Aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, mein iPad, das kann der Boss sein. So, servus. What do you want? What do you want? Fighter. Think I can help you out. Don't make me laugh. Get lost. Pick any fighter here. When I beat him, you put me in the ring. You got balls, kid. All right. It's your funeral. Omar, over here. Now. Omar, over here. Try this one on for size. And no holding back. You hear? Wie schauen wir aus? Kein Zurückhalten. Okay. I will feed your bones to my dogs. Thanks for the warm-up, Omar. Was ist das? Die haben aus dem Ring geworfen? Keine Ahnung. Er liegt da vorne. Wo liegt er? Schau dir da, der Trottel! Schau dir da! Da knie da drin! Da knie da drin! Steffi, you know what time it is. Der Oma wird verewigt. Der alte Trottel. Der alte Trottel, oder 4 Schläge rausgehalten. Alter Glatzer, der Mann. Ich weiß jetzt auch nicht, da wirst du wegen mehr ausdenken müssen. Ja, ich komm schon. I thought Omar was going to split you into two. Ja, und dann habe ich den Bulldog-Reifen eingelegt. Was soll ich machen? Where did you learn to fight like that? Boy Scouts. You know how it is. Boy Scouts, ja. You know how it is. Malik, put the kid in. Really? Are you sure? Oh, I'm sure. Trust me. Trust me, bro. Muss ich Papier Alright, this is how it plays out in the pit. You knock your opponents down hard enough so they don't get back up. And walk out of here with your winnings. That's it. 50 Riesen, Alter. Friend? We're not friends. Get in the ring. Yeah, and it was me thinking we had something. No, die los in den Schlägern. 2 Sekunden später liegt er auf im Bulldog-Reifen drin. So, wie schauen wir jetzt da aus? Ist Flaschenwerfer erlaubt oder was? Wie? Oh shit, das kann man nicht ausweichen. Ja, von hinten, du Wichsen. Ich darf nicht so viel auf G umeinander drücken. Ich darf nicht so viel auf G umeinander drücken. Keine Sachen schmeißen. Einfach aufs Blocken konzentrieren. Erst Oma, dann du Oma. Das ist ein schöner Stadi. Ja, wie lange kann das jetzt da zum Lohn dauern?
again. What's the matter? You miss the taste of blood in your mouth? Let's do it. Okay, geht das nochmal von vorne los dann, oder was? Nicht so viel wie ein Verbirger, Kruzifix! Ja, der Freund dann nicht mehr da, bist gar nicht mehr so cool, hä? Warte, ich wirf der Flasche ins Tisch einfach. Entschuldigung, ich mein, was tut denn die Kamera? Ah! Okay, chill. Ich kann meine Uhr hernehmen! Wieso sagt man das? Kann er, dass ich meine Uhr hernehmen kann? Das ist schon fast wieder unfair. Das ist schon fast wieder langweilig! Oh Gott, jetzt kommt der andere. Die schauen alle gleich aus! Nicht gut! Fuck! Okay, jetzt müssen wir vielleicht weniger umeinander blödeln. Aber die scheiß Kamera ist aber auch so geistig behindert, dass es bloß noch spät ist. Muss ich mich da mit meiner Hand rundum drehen? Leertaste plus WASD. Ja, Dina ist nicht so, als da das wissen. Danke fürs Backseaten. Was da die ohne die? So, rein jetzt da. Laber nicht! Let's do it. Kommen jetzt da wieder die zwei oder der eine? Nein, jetzt kommt der eine. Ich stelle keine Fragen, wird schon passen. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt damit rausgraben, oder was? Come back tomorrow if you want to make more. We could use a good pair of fists like yours around here. Stranger things have happened. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Vierer durchgegangen ist. Was war denn der Vierer gleich wieder? Ich probier's nochmal. Weißt, man kann da hinschreiben, was diese Aktionen da sind. Ich hab doch der Einser war der Laser, das Dreier ist das Hacken. Und was war der Vierer? Waren das nicht die Kopfhörergranaten? Die habe ich versucht, einem Hit zu werfen. Das hat anscheinend hingehauen. Dann brauchst du dann bloß noch eine schmieren und dann ist er hin. Also, dass man die Uhr in den Kämpfe hernehmen kann, ist ein bisschen unfair. Aber. Oh shit. Can we speed this along? Oh shit. Late for a meeting. Ja, Kim, chill. Break your nose. We are going to finish you off. Also die Kamera ist wirklich zum Kotzen in den Kämpfen, gell? Haben wir schon wieder genau beieinander, du Arschloch! Nein, nicht. Oh shit. Wie der man das jetzt? Just hit me first. Look it up, boys. Fix! Oh, mehr Ruhe jetzt mit der Scheißschlägerei, da keine Zeit mehr! Der Trio, man! Good old Trio, man! Verschluss jetzt mit dem Krampf! Move aside. Move aside! Auf, wir müssen uns küssen! Was? Geht in seinem Feind Ali?
Flaschen to your face. Das Scheiß, wieso muss man werfen, aber auch auf G? Das ist so weit weg, da muss ich meinen kleinen Finger fast von Shift oder das bin ich gewohnt, das meine ich nicht. You took your time. I was taking in the local sites. Pay the man, Bond. 100,000. Dann habe ich ja 35.000, die ich verzocken kann, oder nicht? Go on through. Nimm an der Auktion teil. Was ist mit den restlichen 35.000? Wieso Geheimagent sein, wenn man da unten so leicht Geld verdienen kann? Verstehe ich nicht. Verstehe ich alles nicht. Macht keinen Sinn. Vorwärts gegangen. Warte, du musst dich halt dann einmal. Pass auf, du musst dich halt dann einmal so in die Sonne legen. Hätte ich gesagt gehabt. Das ist jetzt meine professionelle Meinung. Auktion wo? Follow me, please. Wir gehen da aber auch jetzt mal so, ja, da gehen wir jetzt halt einfach mal hinterher, so wurscht, da wird schon nichts fein. The operation you're Ja, er steigert mal einen Kampf hin, warum nicht? Aber Birger, pass auf mit 4 im Internet. Schau mir Feed! 4000 Tokens. Ah, ja. Das ist Shaquille O'Neal Dress. Orlando Magic 32. War der O'Neal 32 oder 33? Der O'Neal bei Magic? Ich glaube 32. Das weiß ich Auswärtsdress. Ah, da haben sie das gute Zeit versteckt. Ja, nur da. Ich sag da auch nur vertrauenswürdige. Was ist denn das da hinten? Ist das nicht der Fotzengrobe Jaguar mit dieser ultra weirden Werbung, wo der Aktienkurs auf einmal minus 50% gegangen ist oder so? Das kann er sich in sein Piratenkönigreich, das kann er sich einstellen, das Fotzengrobe Scheiß drum. Bin aber gespannt, du. Wie so eine afrikanische... Oh, Kampfdrohnen. Control the flow, Bond. Keep Bulmer in play. You always have eyes on the game. Der schaut wütig aus, gegen den wir hätte mich schlägern. Der hat Angst, dass er Sand in die Arbeischel kriegt. So, wie schauen wir aus? Da sind lauter vertrauenswürdige Personen, die ausschauen, als hätten sie richtig viel Geld. Was haben wir da? Hier hinsetzen. Take a look at those markings. Serbian. You weren't kidding when you said Bavma's connections ran deep. That's why MI6 continues to let him operate. Here we go. Welcome, ladies TX and 1000 gentlemen. Marauder drone. Have a seat and get comfortable so we can begin the auction. While some of you have been here before, I see some fresh faces amongst our buyers. So, humor me while I go over our simple yet strict rules. 1. All bids must pass through the polygraph. 2. Oh, das haben wir geübt. Should you fail the polygraph, you will be removed from the auction and forbidden to enter Aleph again. Well, at least we know what the polygraph is for. Lastly, bids are bound by blood. There are no retractions. Now, a quick technical trial. Place your hand on the polygraph machine in front of you. Bob der Baumeister ist er dabei? If you please, Miss Bakhan. मुझे उस आदमी से घृणा है बस उसे कह दो मुझे ड्रोन चाहिए Your turn, Mr. Konyevich. I am Nikola Konyevich. Good. Mr. Leung, if you please. Zhang Leung. I represent the Three Storms clan. And now to one of our newer faces. Go ahead, please, Mr. Easy now. Dieser Mann hasst mich, nennt mich James. Schön hier zu sein. Nennt mich James. Call me James. I'm just here for the hors d'oeuvres and free drinks. Dial it down. Excellent.
Now that we've gotten the formalities out of the way, we begin with an opening bid from our new guests. Gentlemen, the bid is yours. 1 Million US-Dollar. $1 million. A cash bid. I'm afraid this isn't that kind of auction, my friend. You have forfeited your opening position, and the bid is now free. हमारे सारे बंदरगाहों से Safe passage to, from, and through all of our harbors. No inspections, no questions. Complete and utter diplomatic cover. Plus, private jet with armed escort for Bavma. For the rest of his life. Now that is a real bid. Anyone care to counter Miss Bahan's offer? Safe passage is useful, but only temporary. I offer permanence. My organization will help fund and implement the next stage of infrastructure in Aleph. A thrilling prospect indeed. Anyone care to raise the stakes? Yakuza, Mann, was mit dir? Two offers on the table. Going to have to tilt the table. Anyone care to beat them? Sabotage the next offer. You read my mind. I offer the next election in Mauritania. The ruling seat will be delivered and gift-wrapped. I also ein offer Lügendetektor 4 gekickt. European Union ambassadors, all of which have been compromised, of course. Well, that hasn't happened in quite some time. What is this? Something's wrong with this And thing. Mr. Leung, I'm very surprised. You may leave now. Time to go, Mr. Leon. Watch this! Mr. Leung. Oder jetzt auf Französisch geflüchtet. We are done. You have no idea what you're doing. We will not accept this. There will be consequences. Can't do that again. Apologies for Mr. Leung's transgression. Sometimes Ich weiß nicht. emotions do tend to So, run jetzt muss ich mir da irgendeine Scheiße aus der Nase ziehen, oder? Would anyone else care Außer to natürlich, make a es bid? möchte noch jemand ein Gebot Going once. abgeben. Scorpios aus Aleph vertreiben, hochmoderne Sonnenkollektoren. Pläne, 2 Langdistanz-Raketenangriffe. Blueprints for the next generation of solar panels. Scalable, compact. Just one rig can generate enough power for an entire city. Now that is what I call a wonderful Gute Entscheidung. Mit der Klimascheiße fangen wir an jeden Door Trottel. remains open, though the bar has certainly been raised. Surely someone has something to offer. आज से From मेरे this day सैनिकों forward, का हर हथियार, every weapon used rifle, by my soldiers, be it a artillery, rifle, drone, सिर्फ बावमा or के हाथों artillery, से आएगा. will come only from the Exclusive hands contract, of Bavma. unlimited volume. Exclusive contract with unlimited volume. I like it. Going once, going twice. We're out of time. Do something to beat his offer. Improvisieren! 3 decades of MI6 intel. What? Always do the unexpected, right? Interesting. Was haben wir jetzt gesagt? How do you propose delivering this intelligence? By giving you him. It would appear the honeymoon is over. What? One TX-1000 Marauder drone sold to the boldest and the newest. Ja, ich hab's schon. Bond, I swear to... Thank you, everyone. Enjoy the rest of your stay here in LF. And you two Haben wir gentlemen, mir gerade... please, Nur, join me over here. kurz, nur, dass ich sicher gehe. Die 30 Jahre MI6-Infos, das habe ich schon verstanden. Mir geht's eher darum, hat gerade ein weißer James Bond Erm da verkauft, habe ich das gerade richtig verstanden. Gewinnen, verlieren oder sterben, gewinne eine Auktion. Congratulations on your purchase, gentlemen. One of my men will be with you shortly to settle the bill. The Englishman. Where is he? You'll need to be a little more specific than that. The ex-spy Bavma's hiding. Where is he? Look around. You have no power here. You have no power. That man murdered 3 of our agents in cold blood. Bavma broke the rules. He's finished. Your king's reign is over. Nice try. Pay attention, Picard. You only have one choice to make here.
You can stay with Bavma. But you'll go down with him and you'll watch as we turn this whole place to dust. Or you could take the throne. And our superiors will continue to turn a blind eye to all that goes on here. Ich hab nicht gemeint, dass wir so Or don't you direkt want to be king? sagen, dass wir vom MI6 sind. Aber jetzt nicht damit gerechnet. Throw in box seats at the menu and we have a deal. Stretford End, best we can do. Ah, we both know that's not true. Fine. Done. Well, it appears you have some sway after all. You coming? Wo ich will und wann ich will, Bitch. Das endet doch jetzt in einer atomaren Riesenballerei, oder? Underneath you'll find a boat. A gift from Bavma when he first arrived. A small slice of English civility here in the middle of the desert. That's where you'll find your friend. How do we get to it? By boat. Follow me this way, gentlemen. Und wir glauben dem einfach so. Der gerade eine verdammte, weiß ich nicht, Todespredator-Drohne verkaufen Always wollte. has more than one exit. Bond, you head out on foot so he can't slip out the back. And you, take me to that boat. As you wish. And the offer? How do I know you'll keep your word? If there are no nasty surprises, Aleph will be yours by the weekend. Move out. Move out. Es riecht nach, was da um muss. Ich kann nicht mit umschwingen, oder wie soll ich das bewerkstelligen, guter Mann? Auf die Waschmaschine rauf, oder bin ich da auf einer Waschmaschine, oder wo muss ich hin? Ich geh jetzt da oben, oder? Listen to your boss. Get moving. You go on foot. Yeah, you go on foot! Da ist kein Boden, wo ich gehen kann! Jetzt kann ich da oben springen. Oh, da. Ah. Talk to me. Where are we? Da war der spontane Siemens Lufthaken am Start, der uns da oben schwappt. Oh, das klappen wir mal auf da. Ja, das können wir brauchen. Das können wir brauchen. Ist And da Greenway? irgendjemand irgendwo? All right. I'll update M. Good luck. Jetzt sind wir wieder ein bisschen bei Assassin's Creed Money. Da war der weiße Kantenmaler. Bond, I just pulled satellite imagery of the area. There's a lot of heavy activity on and off the water, so watch your step in there. Copy that. Thanks. Da irgendwo busy Menschen. Weißer Kantenmaler. On the water, heading to the boat. Understood. I had a handle on it back there. Ezio! Oh, are you trying to prove yourself to me? Not what I meant. What did you mean? Could have flipped Ali on my own. We're in a hurry. I needed to speed things up. Sperrgebiet schon wieder. Aber da ist ja gar kein Bett. Look at these boys. Look at these boys. Right Jolly Pirate Club. Da einen Haufen. Sollen wir uns ein bisschen durchschleichen, oder? Oh, er gefällt mir gar nicht da. Er schaut wütend aus. Ja, wenn zum Ballern anfängt, dann ist Achterbahn. How's it looking? Storm's closing in fast on our position. Looking at this, I would say we've got about 6 or 7 hours before that swell hit us head Ja, on. komm, mach. Hat keiner gehört. Ist gut. Sonst noch jemand da? Gehen wir mit Omi. Sag schon, Gadgets wichtig. Auf. Bonk! Sorry about that. So, hängt über die zwei Idioten auch irgendwas rum? Ich denke schon. Aber wir müssen nochmal so blaue Sachen finden. Dann kann man Fernseher hacken und dann kann man das Ding überschießen. Oder brauchen wir viel blaue Sachen. Haben wir mir irgendwo da blaue Sachen umeinander liegen? Wenn nicht, dann futzen wir es einfach so, weil es eh wurscht ist. So, sing die da her. Sing die da her? Ja, nicht so wirklich. You're off the menu. Sehr schön. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und die zwei offen können wir dann nicht irgendwie. Was kostet mir ein Schuh? Sehe ich das vorher? Ah ja, die Hälften. Okay, das wird nicht gelungen. Das wird nicht ganz gelungen. Aber schleichen wir uns. So, hier.
Wie viele Leute haben da noch da? Futzen wir uns durch, keine Zeit für die Scheiße und Trottel! Nein, nicht so lange brauchen wir zu! Mein Gott! Ein Feind hat die Absicht gezeigt zu töten, die Lizenz zum Töten wird erteilt, um eine Waffe zu... Ja, okay, dann machen wir es jetzt so. Dann ist es eh wurscht, weil dann ist er hier. So. Aber leider, er kam eine Sekunde zu spät runter. Entschuldigung. Entschuldigung! Aufheben, voll! Wir müssen auf alle Fälle mehr blaue und grüne Sachen aufklappen. Wichtig. Haben wir da irgendwas Schönes herin? Sonst gibt es nicht recht viel zum Looten. Das ist ein bisschen schade so, dass es nur diese zwei Arten von Loot gibt. Ich finde das als richtige, detaillierte Umschauen. Sturmgewehr! Ist nicht so... Vieles ist unscharf. Ich finde es cool, dass man bei Kämpfen die Umgebung mit einbinden kann. Das auf alle Fälle, das ist selbstverständlich. Das schaut mir nach einer Baller... das schaut mir nach einer großen Bum-Bum aus da unten. Ja, wird man halt nicht... Greenway, how can we be sure Ali hasn't gone straight to Bavma? He's walking us right into an ambush. Ali wants Aleph. He's been waiting for a chance like this. Let's hope you're right. Da ist einer drin, da haben zwei drin. Der einzige, vor dem ich Angst habe beim Schießen, das ist er, weil er schaut mich schon wieder so, den kannst du nicht einfach mit einem Headshot weg tun. Let's see what we've got. Stormbug 50 cal. Very good. RPGs always move fast in here. 10 crit. Und dass man die Leichen nicht wegrammen kann, das finde ich auch noch irgendwie komisch. So, hängt da wieder irgendwas oben drüber? Da hängt was drüber auf alle Fälle. Was muss denn überhaupt da erreichen, den Kran? Wo ist denn der? Da auf der ganz anderen Seite. Kann ich mich da nicht einfach vorbeischleichen oder muss ich da durch? Muss ich da durch oder kann ich einfach da mal umspringen und sagen, hey, Habitäre, ich bin jetzt auch dabei. Nein, das sagt mir er. Ich glaube, dass wir auf der anderen Seite umgehen, das sagt er. Diese komische Kommandozentrale da unten, da haben wir ein paar sauber zwei Affen drin. Und wenn die alle zum Ballern anfangen, dann ist sowieso Sense. Da kann man kraxeln. Das knockt's nicht aus, gell? Da haben sie bloß ein bisschen benommen, wenn ich die Granaten hinwirf. Oh. I'm moving. What the? Ganz schlecht. Nicht ausdrehen! Ist da jemand? Da ist jemand. Warum ist da jemand? Hey, what's this? Den roten Springsatz habe ich schon gesehen. Stickerl wie Stickerl, nur langsam. Machen wir so eine Mischung aus Sneaky und... Was ist das, der Waffenkiste? Aufheben. Ich habe eine Schrotflinten jetzt. Ich mag keine Schrotflinten eigentlich. Kann man da so lange reingreifen, bis man was Tolles kriegt, oder was? So, jetzt schauen wir mal. Kann man da von oben irgendwie... Je mehr Leute das wir ausschalten, ohne dass man uns etwas sagt, desto gut. Weil irgendwann werden es alle zum Schießen anfangen, ich garantiere es dir. Greenway, Ali, are we really gonna give him control of Aleph? The agency needs assets like Ali. Let's say a terrorist group is planning an attack on British soil. Then let's say said group travels here to tool up for it. With Ali sitting on the throne, we get a heads up. It's not all black and white in this world. There's a lot of grey. Kameraführung ist ein bisschen... Kameraführung ist ein bisschen... Wir müssen unbedingt das blaue Klumpeis sammeln.
Hat der Radio vielleicht? Warte mal. Hat jetzt da irgendwas... Was ist denn jetzt? Hat das der da hinten jetzt gehört oder was? Oh, scheiße. Hey. No way. What's going on? No. What is wrong with them? Clown! Man kann die ja in eine Richtung schmeißen. Man muss ja nicht einfach bloß so wieder vorschubsen. Man kann so nicht da hinschubsen, wo man es haben will. Wieso setzen wir jetzt nicht den Bob, den Baumeisterhelm auf da? Einfach weil es kann. Das war ein Unfall! Wieso haben sie denn das gekommen sehen, die zwei Affen? Wir haben nicht mehr so weit. Ich schleiche jetzt da ein wenig. Habt ihr heute eigentlich schon mal auf den Like-Button drauf gedrückt? Das ist meine Frage für den heutigen Tag. That was strange. So, jetzt passen wir auf. Schleiche Spread gleich. out. Yes, boss. I'll track him down. Was this you? Alles klar, Ruhe. Gehst nicht mehr mit. Kruzifix, wie viel sind denn da noch? Ich darf so gern auf den Kanister da schießen. I found our man. Here, move in. Oh, fuck. Oh, shit. Not worry about it. Oh, shit. Nein! What the hell is that? Let's go. Out of my way. Thank you, please. He's about to come. He's just an idiot. Fuck! Fuck! Da war noch ein bisschen zu viel. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel dass man da Progress verliert, wenn man eigentlich 5 Meter vor dem Ziel stirbt. Da bin ich jetzt gespannt. Und die Kamera, wenn nicht so beschissen war, dann war... Was? Weil die jetzt zum Sucher gingen, oder? Wo gingen die jetzt hin? Da kann die doch so eine Mine hinlegen, oder nicht? Gut, so 5 Meter sind es nicht, sind 56 Meter, aber gut. Haben die vorher nicht dort? Wo suchen denn die? Was deren denn die? Oh shit, die kommen jetzt gleich rauf, gell? Oh shit. What did you do? Ah! Hört man das hin? Show me what you got. Nein, ausnocken. Take your eyes out. Mann, der war doch schon K.O. Ach, Kim, leck doch.
Bond, what is going on over there? We're making some new friends. Konzentration, Kinder! Now you're in my sight. Nein, nicht. Wo ist mein Waffen? Wo ist mein Waffen? Okay, da geht's ganz an. Mein. Erstmal im Kreis laufen. Erstmal im Kreis laufen. Dann ballert. Peng, 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 peng. Mit der scheiß Uzi kannst du mal abhauen. Das ist runtergefallen. So, ist jetzt da nicht. Muss ich jetzt alle umbringen, oder wie sehen das? Meinst du noch nicht? Da ist ein Zielsteuer. Nein, da nicht. So wohl. War's das jetzt? Haben wir's jetzt? Ja, ist habe ich alle umgebracht. Was ist denn das? Ein riesengroßer Ventilator. Platzt mir da davor, wenn ich den betätigt. Wir werden sehen. Oh. Wir kommen da. Konzentrieren. Kann man da nicht zoomen oder so? Herr Dominik Schneider, das ist der Unterschied zwischen uns zwei. Ich spiele alle Spiele auf leicht. We are not the same. Lizenz zum Töten. Das war's oder? Ich muss gar nicht da. AK oder das Scharfschützending? Ich hätte gerne so ein Visier. Oh, ist wurscht. Geht das so, Also, dass ich jetzt eine ewige Verzögerung habe, liegt da drauf, weil das Internet sagt, nö, ich bin Internet in Deutschland und grundsätzlich Müll bloß zur Info. Das glaube ich nicht. Das ist eher der YouTube. Das YouTube-Dasein. So. Ist jetzt da muss ich jetzt kurz einmal näher nachfragen. Ich werde quasi ausgelacht, wenn ich mich anstelle wie ein Idiot. Wenn ich aber dann an jeden 1,2. Gegner mit einem Schuss in den Kopf einschieße, wirst du herin keine 2% nachmachen kann, heißt's, spielt der Bürger das Game auf leicht oder sehr leicht. Kennt euch jetzt ihr dann irgendwann einmal aus, oder? Wie ist denn das so? Kann man irgendwas richtig machen? Bin unschlüssig. Was ist denn? Ich versteh's nicht. Ich brauche mehr Instruktionen, Kinder. Soll ich mich jetzt anstellen wie ein Behinderter oder soll ich spähen? Was wollen Sie? Wir lachen dich immer aus. Ja, das tue ich auch. Das wisst ihr bloß nicht. Erst dann, wenn der Stream aus ist. Lass dich nicht provozieren. Kim. So besser war es eigentlich nicht gemeint. Immer vorsichtig sein.
Ist wie bei Frauen, kannst nur alles falsch machen. Ja, warum frage ich eigentlich? Warum frage ich eigentlich? Dare I ask how it's going with Greenway? I don't think he likes me. You'll grow on him. He's been through a lot. Nobody could have predicted what would happen back in Slovakia. Greenway did. He told us 009 Diese Parcours-Einlage ist ein bisschen lustig nach dem Ganzen. Bring 009 in. Roger that. I'm on board. Ich als M-Krippel war beeindruckend, sonst lache ich die immer aus. We don't know what could be waiting for us. Leberhart 2026. Watch his step. He has the place booby-trapped. Of course he has. Booby-Traps! Ich war der Erste, der absichtlich eingelangt. Booby-Traps und wo ist jetzt das Problem? Ich bin gespannt, wann ich in die erste reinlaufe. Ja, das sind wieder dann die Sachen, das sind die Sachen, da stirb ich dann wieder. Da stirb ich dann wieder. Da ist ein gelbes Kabi, 6. Kann ich das nicht entschärfen von da aus. Steckt da noch Kabi drum. Das ist wie ein TÜV sagt. Da ist Zappenduster, mein Freund. Sehe ich da irgendwas? Booby-Traps, da ist ein Gatt. Aufheben. Kann ich, was ist das eigentlich? Booby trap here. I got a booby trap. Boobs. Und die ist da mit dem Panzer, weiß ich nicht, haben sie in Afrika ein besseres Panzertape wie bei uns. Kann man das nicht wegtun? Okay. Versteh schon. Booby-Traps sind eine reine Enttäuschung. Ich erwarte Boobies, ich kriege Boom. Das ist der Wipeout, das ist richtig. Hier, Sprengfalle entwaffnen. Gute deutsche Übersetzung wieder. Was ist denn das? Da haben sie da... Nein, sag's nicht. Nein, Birger, sag's einfach nicht, wenn du noch länger streamen möchtest. So, da ist nur ein Booby-Trap. Babidi. So, wenn ich da jetzt um mich springe ich dann ins Solle oder nicht? Nein, da springen wir jetzt drüber. Und nehmen wir die Bohrmaschine mit, nein, wir haben eh voll. So, ist auch keine Granaten draus. So, haben wir das auch. Gibt mit Sicherheit ein Achievement, entsperre alle Booby-Traps. Wieso haben die Dinger da gelb, wenn ich drauf drücke? Kann man da was anstellen damit oder was ist los? Das stinkt schon wieder nach Bosskampf da oder nach irgendeinem... Cabin straight ahead. Laser trip mines too. Vogel! The ones we can't see. Der Vogel wird einfach nicht alt. And trigger those mines, Beckett will be scraping you off the deck. Any Give idea how to me the disarm? Give me the heat. But lasers react Give to me the heat. particles in the air. Yeah. That should help you circumvent them and not get blown up. Noted. Meet you at the cabin door. So, wenn natürlich wieder kein Wort aufpasst, was wir da hier einsammeln. Haben wir da Schiltenbanner. Was auch immer das ist, was haben wir da? Ein unvollendetes Schachspiel zwischen 009, 009, Entschuldigung, und einem mysteriösen Gegenspieler. Mysterio? Vielleicht war es der Mysterio. Der Rey Mysterio Jr. Kennt da noch jemand? Kruzifix hat's mich jetzt gerissen, Alter. Hat's mich jetzt gerissen, das muss ich nicht was trinken. Aber ich habe jetzt nicht gecheckt, dass ich gestorben bin. Laserfalle. Ein bisschen Staub aufwirbeln musst, sagt er. Hey, ich hab grad drüber nachgedacht, man kann's wahrscheinlich irgendwie sichtbar machen. Ah, oh Gott, Birger. Offensichtlich wird es aber wirklich nicht mehr. Ist da irgendwo eine Laserfalle? Wir gehen mal durch, das werden wir schon sehen. Try and Error. Try and Error! Hier, mach Sprenkler, dann sagt man Laser. I'm firing my laser! Kann man die dann entschärfen oder was kann ich da damit? Ich sehe es einfach bloß dann, oder? Vorher haben wir da gegangen, da haben wir auch schon wieder gefickt. Oh! Ja, bin schon steht. Man sieht aber auch diese kleinen schwarzen Teile da überall. Schalten wir den nochmal ein. Einschalten. Alle Dinger da mal einschalten. Und dann glaube ich nämlich, kann man da nämlich so mal. Und dann sieht man so, oh, das sind sogar Bewegungslaser schon. Q-Lens für Laser benutzen. Na, kann man nicht ausschalten. Wahrscheinlich gibt es bloß einen Weg, da irgendwie sich durchzuwurschteln und den müssen wir herausfinden. Gehe ich mal schwer davon aus. Das da ist auch schon wieder so gefährlich da. Da ist man so nah dran. Komm. Vorher habe ich es doch einschärfen können. Komm. Ja, so.
Wir weiß nicht, wenn wir Gießkannen nehmen und halten uns die 4. Ja, aber da kommt man ja gar nicht weiter. Irgendwas muss man mit den Laser ja durchkennen, oder nicht? Kann man die Dinger nicht auslösen, wenn man was einwirft? Wer vermint denn seinen Garten, Bitchin? Ja, der Paranoide 009. Ich find, dass sogar einigermaßen legit ist, wenn er so ultra paranoid ist. Kann man die Wasserdinger einschalten mit der Laseruhr? Nein, natürlich auch nicht, aber da ist ein Laser auf alle Fälle, das weiß ich. Und das hilft uns halt jetzt so, ist ein Scheißtrick da weiter. Da kann ich unten durchgehen. Schieße Pipperl. Haha, sein Pipperl ist ein Laser. Sein Pipperl ist ein Laser. So, da, ja gut, sie fix, was soll ich denn dann hier? Treten können wir nicht runter. Da wird der Laser wahrscheinlich... Das muss ich jetzt probieren. Aber der Laser geht ja bis zum Ende, oder? Geht er bis zum Ende oder nicht? Aber sonst gibt es ja keinen Weg. Es gibt sonst keinen Weg. There is no way. Do you know the way? Ich geh jetzt da mal links vorbei und schau, dass es uns trotzdem zerreißt. Wir werden sehen. Ja, das schenkt mir nicht mehr so! Den Topf nehme ich in Kauf. Das ist Try and Error. Springen? Es gibt keinen Springer. Also nicht, dass ich wüsste. Straight ahead. Straight ahead. Laser trip mines too. I'm more worried about the ones we can't see. Break a beam and trigger those mines, Beckett will be scraping you off the deck. Any idea how to disarm? Negative. But lasers react to particles in the air. That should help you circumvent them and not get blown up. Noted. Meet you at the calendar. Ja, man muss schon tun. Also man kann die nicht einfach deaktivieren und gut ist, sondern ich check's nicht. Stefani! Ich schmeiß mir mal in Lurk, gut, spui, gut nacheinander, Triple F, Mods und bis Mika. Es ist 5 vor 10. Obst mich du verarschen möchtest! Ja, ich sag da nichts mehr dazu. Überm Blumenkübel. Über welchen? Über den Blumenkasten hab... Der Kalli ist wenigstens ehrlich. Über den Blumenkasten hab 1 Stunde gebraucht dafür. Das war jetzt aber, ohne dass ich das jetzt irgendwie gescheit daherrede oder sonst irgendwas, das war tatsächlich, wie vorher unten auch, wo ein Weg über den Kasten zum Drüberspringen führt. Nach sowas hätte ich jetzt auch gesucht. Da kann man durchgehen, glaube ich. Ja. Aber ja, das wenn unten nicht gerade kurz vorher gewesen war. Ist absolut richtig. Bond, still here. Take it nice and slow. Nice and slow. Wieso gehen wir nicht ins untere Deck, suchen wir unseren Aufgang hinten und gut ist. Treppen oben und hinten wieder auf. Nein, vor der Treppe ist ein Laser gewesen. Außer wir müssen nochmal irgendwie zurück. Kann schon sein, dass wir da hin müssen. Ich gucke. Könnte natürlich sein, dass das da Trap ist. Also, oh. Solange es nicht pst macht und auf einmal einen Schäberer tut, so ist es gut. So, was haben wir da? Dann können wir da durch. Dann ist da dasselbe Spielchen normal. Dann schalten wir da ein. Welcome to the jungle. Indeed. Looks just like his allotment back in Richmond. Haben wir schon drin, schon. He's in there. Let's find out. Get the door. I'm getting the door. Aber der Kalli ist wenigstens ehrlich. Schau her, der gibt's wenigstens zu, dass er eine Stunde braucht hat. Und ich kann's verstehen. Wenn unten nicht unmittelbar vorher so eine kleine Kisten gewesen wäre mit dem einzigen Weg, hätte ich auch nicht drin. Was ist der bei mir? Oh, Cutscene, Mr. Bond. Perfekt. All clear. Gone. 009 An hour ago, ist maybe tot. less. Christ. Gut shot. Bled out slowly while they worked him over. Why not just shoot him and be done? Why the mess? Well, clearly they were trying to make a point. There's something in his mouth. A Bläschel. Diamonds. Fakes. Oh, you must have really rubbed someone up the wrong way.
Das ist doch der 009, ne? Take a look around. Sehen Sie sich um, vielleicht finden wir heraus. Niemand lebt ewig. Finde Zero. Uninvited house guests. Was haben wir What hier? did you get yourself into, Beckett? Ich kann es nicht oft genug sagen, ich bin jetzt mal wieder fasziniert davon, wie detailliert diese Innenräumlichkeiten in dem Spiel sind. Und ich glaube, das ist auch bei Hitman so, dafür ist es also ein bisschen bekannt, glaube ich. Oh, sie haben da mit Hammer und Zange bearbeitet, für das schaut er aber eigentlich noch ziemlich gut aus. Was haben sie denn da mit ihm? Oder haben sie ihm die Pfotzen eingedroschen, oder was? Die übel zugerichtete... Like I said, he really pissed someone off. Die übel zugerichtete Leiche des abtrünnigen MI6-Agenten Rice Beckett, Codename 009. Das heißt, er ist auch nicht der Basie. Wer ist dann der Basie? How did you know the diamond? Woher wüssten Sie das? The circular dot reflected inside the stone. It's a dead giveaway. Knowing how to spot fakes can get you out of a tight spot. You'll master it with time and experience. State-of-the-art triggering mechanism. Could have gotten the materials here. Lernen wir jetzt nur, wie man falsche Diamanten erkennt, oder was? Den nehmen wir mit heim. Beide. So, was haben wir da? Da hat er für Zeitung gelesen. Yesterday's UK newspapers. He was keeping up with things. Bond, in here. Take a look at this. Nochmal, der Detailreichtum ist wirklich narrisch. What were you looking at? I was looking at the boobs of this boat. Look at these boobs. Look at these boobs. It's so beautiful. It's a single boob, but it's the best boob in the world. So, wer ist denn da? Nasty habit. Schlechte Angewohnheit, ja, da hat er recht leider. So, was hat er sich noch angeschaut? Was ist denn das da hinten? Schon wieder Boobs. Alles, was ich anschaue, erinnert mich an sie. Was hat er sich denn gerade angeschaut? Was hat er sich noch angeschaut? Was, recht viel weiter kann ich nicht schauen jetzt da. Will ich nach oben schauen? Kann ich auch nicht. Boje. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Shinagi! Why would he hide out here and have left? Align himself with Bavna. Become untouchable. Nobody's untouchable. Is that so? Same bomb materials I saw in Slovakia. More Bombenmaterialien. evidence to support his agenda. Die gleiche Art von Materialien für den Bau von Sprengsätzen, die auch bei den Attentaten im Grand Carpathian benutzt wurden. Das nehme ich mal an, war das Anwesen, wo die Schachweltmeisterschaft oder dieses Schachturnier stattgefunden hat. Ja, natürlich, Shahid, das schaut genauso aus wie das Ding, das an der Wind pickt ist. Unten in dem Weinkeller dann, ich erinnere mich, ja, ganz komplett behindert bin ich dann da noch nicht. Das wird wahrscheinlich der Plan sein. Carpathian steht eh drauf. He knew where to place the bombs. And inflict maximum damage. Okay, das ist also ziemlich cool. Someone certainly had it in for the agency. Da ist ein Liar! Taken on the day she was promoted to head of Ein Foto der MI6. MI6, also immer eine Ecke offenbar angerissen. Was haben wir da? HQ. Should we be worried about this? Maybe. Keep looking. I think it's safe to say he had a bit of a thing for you. Clearly. Okay. Murderer, Liar, why? Was ich mich frage ist, warum ist da ein Gemälde von einem Baum mit einem Vogel drin? Das frage ich mich. Und da ist dasselbe nochmal. It looks as though things were moved around. Maybe he was in the middle of redecorating. Or maybe it was his killer. Or killers. Da ist was weggekommen. Ein kürzlich geschossenes Foto der 00-Agenten Monroe, Bright, Take a Nash, look at Ronson, this. Sink und Kingsley. Who is he? Ein Foto von Bond, das offenbar erst vor kurzem geschossen Call wurde. it a picture of you. What am I looking at? On the floor. The photograph. On the floor? Where is the photograph on the floor? I can't see a photograph on the floor. I just see this one. He had eyes everywhere from the look of it. Ja, und was hilft mir das jetzt weiter? Hätte mal wegen Musimor, da ist ein Ziegern. Ein kürzlich geschossenes Überwachungsfoto von Greenway. V umdrehen. Nö. Da haben wir nix. Da haben wir nix, da haben wir auch nix. Ein Foto des Haupteingangs zum MI6-Gebäude in London. Fucking London. Fucking Mary Poppins, fucking Fish and Chips, fucking London. Irgendwas von einem Foto am Boden hat er doch gesagt. Aber ich sehe kein Foto am Boden. Oder bin ich blind?
Hitman-Anspielung 4, der Post-it mit Aline, please add details hier. Was von meinst du? Das mit dem Baum da? Ja, das sind die Sachen, die weiß ich leider nicht, weil ich Hitman leider nie gespielt habe, so wirklich. Aber ich bin ein bisschen überfordert, was wir da jetzt erzählen. Und das suche ich den Tatort. Tatort. Das ist eigentlich das Einzige, was ich noch anklicken kann. Da kann ich noch was anklicken. Die kann ich auch nicht mehr anklicken da. Wieso kann ich die zwei noch anklicken? The other recruits. Monroe, Bright, Nash, Singh and Kingsley. Und der Liar? Looks like he was following the rebooted 00 program. Of course he was. Na, ich sehe nichts unter Liar. Liar! So, jetzt kann ich das nämlich auch nicht mehr anklicken. Jetzt klicke ich das nicht mehr. Rückstände der Konturen von Bildern, die auf 009s Beweistafel entfernt oder an anderer Stelle befestigt wurden. Dann werde ich wohl wahrscheinlich diese Bilder finden müssen, aber das sind doch diese beiden Bilder, die wir da gerade gesehen haben, oder nicht? Kann man da was mitnehmen oder? Nein, umdrehen kann ich verlassen. Der Post-it, Money. Es gibt ein Post-it mit Liar. Where is it? Where is the post-it with liar? Why? Why? Oh, why? Nein, ich weiß nicht, was man da muss. Ich sag's, was ist. Schauen wir mit dem Maus. Da liegt was dabei. Were you close? I thought we were. Wait, there's a note. It says, remember this. That was Operation Spyglass. Operation Spyglass. The telescope in the other room. Nein, der mag ich nicht hin! Can't be a coincidence. What about the symbol? Recognize it? No. Ja, ich kann mir mal dazu nicht reden, Entschuldigung. Let's go. I think he wants us to see something. The telescope. I need to go and take a look. Benutze das Teleskop! And that symbol on the back of the picture has to be out there. Da, hier, Transworld! Da! Bingo. Ah, ja. Sag ich das? Bingo. Oh, leg dir mal das Boot fahren. Picture of you and him matches the logo on that ship out there. That's where he wants us to go. He's dead, Bond. His own men killed him because he got greedy. Case closed, job done. I'm really not interested in going sightseeing in the arsehole of nowhere. Only you would have made the connection to Operation Spyglass. Dead as he is, he's telling us something. We'll never know if we don't take a look. Fine. But don't be surprised if this is nothing more than a ruse to finish off what he started in Slovakia. Only one way to find out. Eindeutig ein Flugzeugträger. Stark. Housekeeping, I presume. Stark, Ronny. Haben wir jetzt noch nicht gefangen da. Haben wir nicht noch kassiert. Gib uns einen Cliffhanger, los! Wir haben leicht zerzaustes Haar. Na, wir hängen mal! Oh, this is so fast. I am sometimes asked, Bafma, how is it that you hear every whisper in every corner of Aleph? And I answer, I built Aleph with my will, my blood, my whole self. This city is an extension of my being, my body. Today, it became infected. And as we all know, if an infection is left untreated, the body can become rotten, sicken, and die. That infection? Greed. Uh-oh. In Bakar Ali, once so loyal, greed grew unchecked, becoming a cancer. A cancer that threatened to weaken Aleph, endangering all of us, everything we have built. However, cancer, if caught early, can be cured.
Or in our case, cut out and serve. This is on a platter. Weißbier. Oh! Easy, girls. Plenty of meat for everyone. For girls. Of course. Our old friend was just the appetizer. Did you really believe you could come here and poison Aleph's well of trust? I think not. Now, you die. Lower them! Tja. Wie wir da wieder rauskommen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Zeig mir halt nimmer! Laseruhr. Lasert mal Krokodile zusammen. Ich kann mir auch was Schönes vorstellen, wie von 3-4 Krokodile gefressen zu werden. Sag ich, wie es ist. Selten haben wir so einen guten Cliffhanger gehabt. Das stimmt. Selten. Ich lerne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, da können wir schon wieder raus. Die Frage ist nur, wie. Ich verstehe auch eine Anspielung auf den Cliffhanger schon. Aber ich muss euch enttäuschen, sie ist nicht so gut, dass es weiter aufgreifen wird. Okay? Einigen wir uns da drauf. Ja, geil Buffet, da habe ich einen Euro von dir übersehen. Achtung, Gaudi-Fakt. England plant ab 2027 ein Pfandrückgabesystem. Deposit Return Scheme. Auf Flaschen und Dosen wie bei uns. Interessant. Wie lange gibt es bei uns dieses Pfandsystem schon? Das hat es in den 90er schon gegeben, oder nicht? Hat es das in den 90er schon gegeben? Weiß ich nicht. Wie lange gibt es auf Dosen? Tipp von Dosen, Tipp von Dosen, Tipp, 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 Tipp. Wird auch nie langweilig. So, jetzt machen wir das Spät zu. Jetzt nochmal. Mauretanien ist in Westafrika zwischen Senegal und Westsahara. Okay, also es ist auch so ein beliebtes Zielort, um auf seinem Arschwasser hinzusegeln. Senegal, Mauretanien und Westsahara. Sumselglück, mehr als 29 Monate. Da haben so viele Leute, das ist alles über 2 Stunden. Seit 2003 ist das mit dem Dosenpfand gekommen. Das kommt mir ehrlich gesagt noch nicht so lang vor. Schon ewig, aber nicht 23 Jahre lang. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen später. Und Flaschenpfand, wie lange haben wir das schon? Das haben wir eigentlich schon ewig. Das gibt es nicht schon, ich wollte jetzt gerade sagen fast, das gibt es nicht schon fast immer, aber gut. Müsste es nicht Chainhanger heißen? Da, der Highlander. Wenigstens einer hat Ahnung. Richtig. Habe die Ehre und einen schönen Abend. Meinst du jetzt halt Arbeit oder Abend? Oder ein bisschen was von beidem? Wir müssen wieder in die Spätschicht oder irgendeinen Scheiß. Herr Manuel, wünsche ich dir auch. Der Reich-Miese. Einwegpfand für Getränkedosen und Einwegplastikflaschen wurde am 1. Januar 2003 eingeführt. Für Glasflaschen? Mauretanien war das letzte Land der Welt, das die Sklaverei 1981 offiziell abschaffte. Ein Thema, das bis heute Herausforderungen bringt. Das ist hart. Wenn du denkst, das ist 45 Jahre her, 45 Jahre, bis vor 45 Jahren hat es da Sklaverei gegeben. Ja, ich glaube jetzt, ich gehe lieber nicht detaillierter darauf ein. Ich gehe lieber nicht detaillierter darauf ein, an was das liegen kann, aber was weiß ich schon. So, was halten wir jetzt von dem James Bond Spiel? Was halten wir jetzt? Jetzt haben wir doch schon ein paar Stunden drin, das müssten jetzt so 6,5 sein. Das war jetzt heute der 3. Stream, so 6 Stunden, 6,5 Stunden. Ich finde die Missionen ein bisschen lang. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht finde. Es ist eigentlich ganz nett gemacht. Das ist eine sehr detaillierte Umgebung. Das ist eine Mission. Und am Anfang tust du ein bisschen dahintanteln. Also so ein bisschen, ja, halt, ich nenne es jetzt mal Minispielchen, so Mini-Quests machen, da wo du ja so ein bisschen entscheiden kannst wahrscheinlich zwischen mehreren Wegen. Und dann führt das am Schluss immer in eine große Schleicherei zu den bösen Buben mit viel Schlägerei und Ballerei. Um ganz ehrlich zu sein, ich finde es eigentlich richtig gut. Aber die Story zahlt mich irgendwie nicht.
Ich finde jetzt, das ist jetzt die zweite Mission. Ich habe keinen blassen Dunst, um was es geht. Wir haben hochgefordert worden mit dem 009, der ist jetzt tot. Was jetzt? So. Fühlt sich an, als wären die ersten 2 Missionen völlig für die Katz gewinnen. Für mich ist es zum Zuschauen ganz gut. Ich find's auch zum Spielen ganz geil. So ist es spielt sich ja geil. Bis auf das Kamerasystem ist ein bisschen Tschernobyl, weil du musst, ich weiß nicht, ob es am Gamepad vielleicht besser ist, man muss mit der Maus wirklich mitdrehen, wo du hinschauen möchtest. Und das bin ich halt nicht gewohnt, weil normalerweise locke ich einen Gegner an und dann fährt meine Kamera so mit. Und auf jeden Fall ein geiles Spiel, also ich finde es auf alle Fälle auch gut. Hoffentlich nicht wie im Quantum, neue Spur tot. Ja, das war ein wenig schwach. Ich mag jetzt auch nichts von irgendjemandem Herrn natürlich, der schon gespielt hat. Ich möchte gern, weißt nach 6 Stunden, wenn mich die Story nicht anzieht. So. Der Lewart schreibt, zum Zuschauen finde ich es gut, aber selber spielen würde ich es nie. Habe auch Hitman gehasst und für mich gibt es da wenig Unterschied. Allein die Cam tat mich irre machen. Man gewohnt sich dran. Das ist, was halt auch ein bisschen ein Problem ist. Wir spielen das jetzt in der 3. Woche. Ich habe jetzt immer eine Woche Pause dazwischen. Und natürlich kommt man da aus der Steuerung so ein bisschen raus. Aber ich habe Gott sei Dank das Glück, dass aus irgendwelchen Gründen halt der liebe Pro-Gamer-Gott es mit mir gut meinte. Und ich halt eigentlich eher einen Shooter spielen hätte müssen, anstatt das. Ich habe die Story komplett durch, ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel, rentiert sich durchzuspielen, das mit der Story kommt noch. Die sagen so viel! Aber nach 6 Stunden Playtime, wenn ich keine Story-Hackerl nicht habe, so das, ja, ich möchte, dass das, Nächste Woche noch einmal. Wenn es nächste Woche nicht anfängt, dass die Story an Fahrt aufnimmt und sie zum Interessieren anfängt und irgendwie spannend wird, dann sehe ich langsam aber sicher schwarz. Dann biege ich ab, verstehst? Genau das habe ich mir auch gedacht, nur nicht so schön flüssig. Was hat er geschrieben? Geil, Biffi-Mann. Wo ist er? Da ist er. Ich finde das Kampfsystem ein bisschen mager, teils erinnert es mich an das Dark Knight Kampfsystem. Das ist, ja, nach 6 Stunden jetzt ist es noch nicht langweilig. Aber es ist schon immer das Gleiche. Es gibt 2 Moves. Auf Blocken. Oder, wenn es rot ist, ausweichen. Du kannst aber Schläge, die blockbar sind, genauso ausweichen. Also ist die eigentliche Frage, warum weiche ich nicht nur aus? Das macht so irgendwie so... Ich finde, dann müssten die gelben Schläge, die auch treffen, wenn du ausweichst. So. Dass du halt das Richtige machen musst im richtigen Moment, so ein bisschen. Das Gameplay reißt es dann nicht raus. So, also ich finde, alles miteinander ist ganz nett. So, also ganz viel spielt die Umgebungsgrafik eine Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Detailliertheit und so weiter, das hält mich sehr bei Laune. Das schaut einfach auch gut aus, das Spiel. Aus irgendeinem Grund habe ich Bock auf einen James Bond. 8 bis 10 Streams zum Durchspielen ist halt schon lang. Ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. Ich glaube, das darf dann jedem von Anfang an klar gewesen sein. Durchspielen werden wir das sowieso nicht. Weil ich weiß, dass das zwischen 15 und 20 Stunden dauert. Und das sind halt, ja, wie du schon sagst, Minimum 10 Streams. Jetzt sind wir beim 3. Gute Nacht alle miteinander, bis Mittwoch. Hauen Sie sich hinein, sehen wir uns am Mittwoch. Spielen wir übrigens Crushed in Time. Was ich fast behaupten mag, gut, das Jahr war Resident Evil Requiem auch schon, okay? Gut, dann unterteilen wir es. Was war das beste AAA-Game und was war das beste Indie-Game? Für mich Resident Evil Requiem und das beste Indie-Game bis jetzt ist Crushed in Time. Wir haben noch nicht fertig damit. Sagen wir, bis jetzt ist There is no game. Und wahrscheinlich kommt aber Crushed in Time direkt hinten noch. Und ich glaube, wie es der Adino schreibt, oder die Adino oder der Adino, das glaube ich, habe ich schon einmal gefragt, okay? Sag einfach das Adino, egal. Das Gesamtpaket macht's aus. Finde ich auch. Ob sie das Ding genauso spielt wie Hitman und anfühlt wie Hitman, das kann halt ich nicht sagen. Weil ich halt Hitman so wenig gespielt habe, dass ich es nicht vergleichen kann. Das war blöd. Crushed in Time ist das innovativste Game seit langem. Das ist allerdings wahr, ja. Auch innovativer als Resident Evil Requiem. Oder dem Adina? Nein, ich glaube der Adina. Der Mülli schreibt, ja, kann ja sein, dass noch GTA 6 kommt zum Thema bestes AAA-Spiel. Auch noch möglich. Ich rede ja auch bis jetzt.
wer weiß mit dort Adina? Oh, das Adina schreibt nichts mehr. Jetzt haben wir sie, wie auch immer, haben wir es möglicherweise beleidigt. Das wollte ich natürlich nicht. Der Leberhardt schreibt, aber wie ich das jetzt gesehen habe, ist das Kampfsystem auch nicht rund. Cam kann zum Boss werden und die Umgebung haut auch nicht immer hin und glitscht zum Teil. Ja. Ich müsste jetzt einmal mit dem Gamepad spielen. Ob sie da, wie soll ich sagen, am PC habe ich 8 Richtungen. Dafür habe ich links, rechts, schräg rechts, oben, unten. Und mit dem Gamepad kann man vielleicht doch irgendwie gleich in, wie soll ich sagen, detaillierter in eine Ecke werfen und so weiter. Aber, wer hat es geschrieben? Das Gesamtpaket finde ich eben auch. Das Kampfsystem ist okay, hat seine Macken, aber ist nicht perfekt. Die Schießerei ist deswegen, finde ich, ich glaube, man hat es gesehen, leicht overpowered, weil man durch die Wände schauen kann. Und das zu jeder Zeit. Und man da Gegner sieht, die man vorher noch nie gesehen hat. Also ich kann schon durch eine Wand schauen, bevor ich überhaupt einmal drin war. Ich finde, das soll halt ein bisschen genervt werden, indem dass man die Leute, die man dann durchsieht, entweder markieren muss, so wie das auch in manch anderen Spielen ist, oder einfach dann so auf dem Radar bleiben, wenn man es einmal richtig gesehen hat. Vielleicht aus der Entfernung, aus einem Eck oder sonst was. Ansonsten finde ich, ist es einfach. Und während der Lizenz zum Töten, da die Uhr ausschalten. Dann probier's halt mal aus am Montag mit dem Gamepad zum Vergleich. Eventuell spiele ich da die Mission, die wir da gemacht haben, selber nochmal, bevor ich mich da dann als absoluter Gamepad, ich bin ein absoluter Gamepad-Kack-Noob, ich glaube, das weiß ja jeder, nur dazu mit dem Gamepad aimen, außer es gibt wieder einen Aim-Assist mit Lock-On und so, dann ist er wieder peinlich. Ja, aber es ist jetzt kein Industry-Slop, wie zu Trailer-Zeiten behauptet wurde, oder? Das finde ich nicht, nein. Das finde ich nicht. Ich finde schon, wir haben ja keine wirklichen Bugs gehabt. Wir haben keine wirklichen Bugs gehabt bis jetzt. Das Spiel schaut gut aus, es ist gut vertont. Die ganze Motion Capture Geschichte von den Schauspielern und so ist gut gemacht. Es ist kein 0815 Billo-Schund. Es ist absolut in Ordnung. Also zu Recht finde ich, es ist ja eigentlich sehr gut bewertet, das Ding. Und ich sehe warum. Aber die Story muss jetzt ziehen. Ich sag's freiwillig, wie es ist. Wir spielen nächste Woche nochmal eine Runde. Erstens mag ich auch sehen, wenn wir aus den Krokodilen da rauskommen. Ich habe jetzt das Setting da auch ganz cool gefunden und den Piratencharakter da ganz cool gefunden. Ich nehme mal an, dass wir den noch verrammen müssen und so weiter und so fort oder uns da jetzt irgendwie außerkämpfen. Und dann war es wirklich wichtig, dass langsam einmal die Story angeht, weil alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist absolut belanglos. Absolut, wir könnten von jetzt anfangen. Die Bond-Geschichte könnte beginnen. Oh, da hängen 2 von einem Seil runter und der wütende schwarze Mann in seinem gelben Anzug sagt, you're gonna die. Da kann man auch anfangen jetzt. Steam Machine Preis ist heraus. Meinung. Wie viel kostet's? 1050 Euro? 1080 Euro? Irgend sowas, gell? Mei, was soll ich da für eine Meinung dazu haben? Steam und Valve, besser gesagt, unterliegt den gleichen Regeln wie alle anderen auch. Was aktuelle Grafikkartenpreise, waren die schon beschissen. Zu denen kommt dazu, dass der aktuelle RAM-Preis so lächerlich hoch ist, dass wahrscheinlich 50% der Steam-Maschinen nur auf Kosten der RAM-Geschichte so teuer sind. Der Weitler, ist das Thema Steam-Maschinen schon geschnitten worden. Der angeblichen Preise sind ja zwischen 1000 und 1300. Je nach Speichergröße. Bei dem Preis werden sich die Leute eher nur einen PC holen. Kannst du einmal probieren, dass du einen PC zusammenbaust für 1000 Euro. Da blüht das Gleiche. Du kriegst für 1000 Euro, kriegst 2 RAM-Riegel und eine Festplatte. Das war's. Was war die 4 jetzt nochmal? Die Handrenate, gell? Lieber. Was war 4 nochmal? Was ist mit der Handrenate? Der Lenny Kravitz erinnert mich an den Char aus The Walking Dead, der mit dem Tiger hat der auch einen Gehstock gehabt. Der mit die silbernen Dreadlocks, wie hat er ihn geheißen? Der King einfach, oder? War das nicht einfach der King? Er hat schon einen Namen auch gehabt, aber ich habe schon so lange. The Walking Dead ist schon so lange her. Ich weiß den Charakter, wen du meinst, aber ja, an den erinnert er mich natürlich auch ein bisschen. Die Dreads vom King waren dicker. Viel dicker.
King Khan? Hat er King Khan geheißen? Das weiß ich nicht mehr. Aber irgendwo... Ezekiel hat er geheißen! Reich Miese! Der Mann hat Ahnung. Ezekiel hat er geheißen. Ja, absolut richtig. Ezekiel. Für die Leute, die es nicht richtig aussprechen. Der James schreibt, Birger, hast du mitgekriegt, dass man ab heute die Steam-Maschinen bestellen kann? Ich weiß nicht, das haben jetzt schon 3 Leute geschrieben, Versionen 1040 Euro gekostet. Ja, habe ich mitgekriegt. Ist immer noch 2000 Euro billiger wie ein PC. Trust me, Bros. Ich verstehe, ich bin ja auf der Seite, ich rede mich leicht. Ja, ich habe da einen PC stehen, der mich mit Sicherheit noch 3 Jahre begleiten wird. Wenn's gelangt. Ich sag's wie es ist, wenn's gelangt. Und er ist schon 3 Jahre alt. 8 GB VRAM wird knapp für die Zukunft. Warum schreibt die drum Übersetzersymbol neben meinen Schrieb? Das frage ich mich schon seit Wochen, geil, wie viel. Ist mir schon klar, dass man für das Geld keinen PC kriegt, aber dann legst du noch ein bisschen was drauf und dann hast du einen Mittelklasse-PC. Na, da legst du auch nicht bloß ein bisschen was drauf. Und wer sich da jetzt über den Preis wundert, der hat absolut keine Ahnung von irgendwas. Ich weiß nicht, was ich anders sagen soll. Ich rechtfertige die Preise nicht, aber es ist halt jetzt gerade so. Kauf dir... Schauen wir halt einfach mal. Was ist denn ein aktueller RAM-Riegel? Was ist denn? Wo gehen wir denn da hin? Nehmen wir mal 64 GB DDR5. Mindfactory, ist Mindfactory eine Pleite? Dann haben wir da zum Beispiel 32 GB Corsair DDR5 6000 für 400 Euro. Ich wiederhole, 400 Euro. Nur der verschissene Arbeitsspeicher. Okay? Dann hast du noch nichts. Du hast kein Mainboard, du hast keinen Prozessor, du hast keinen Kühler, du hast kein Netzteil, du hast keine Grafikkarten, du hast keine SSD-Festplatten, du hast keine NVMe-Festplatten, du hast nichts. Du hast nur einen verkackten RAM-Riegel für 400 Euro. Und dann sind es keine 64 GB, nach denen ich jetzt gerade gesucht habe, sondern 32. Okay? Ist die Steam-Maschine ein Rechner oder eine Konsole? Eigentlich beides. Ich glaube, dass die so Open Source ist, dass du da wahrscheinlich auch Windows drauf installieren kannst. Das darf mich nicht wundern, wenn du das kannst. Stream-Test? Ich kaufe mit Sicherheit, ich kaufe doch keine Steam-Maschine, seid ihr besoffen. Wenn man jetzt da irgendjemand 1040 Euro hört, donatet, dann tu es. Dann tu es. Der Herr Reichhardt schreibt 5 Noob-Sekunden zu was eine Steam-Maschine ist. Lass mich kurz überlegen, wie erklären wir das? Du kennst ja Konsolen. Ich erkläre das jetzt nicht wundern für alle, die sich auskennen, oder warum fangen dann so weit vorne an, aber ich versuche das immer so zu erklären, dass mein Mom auch versteht. Ja? Mein Mann weiß, was eine Konsole ist. Du weißt mit Sicherheit auch, was eine Konsole ist. Hat schon angefangen beim Nintendo, Super Nintendo, Playstation, bla bla bla. Und die 3 Platzhirsche auf diesem Planeten sind mittlerweile Nintendo. Hat jeder hier drin schon mal gehört. Wenn nicht, dann bist du falsch da herin. Sony mit der Playstation und Microsoft mit der Xbox. Das sind die 3 großen Konsolen. Und dann gibt es halt nur einen PC. Ja, da gibt es keine einzelne eigene Marken, nicht so wirklich. Man kann sich den zusammenbauen oder wie auch immer. Und Steam, ich hoffe jetzt sehr, du weißt, was Steam ist. Das ist dieses, wie nennt man Steam? Was ist denn das? Spiele-Software, das du auf deinem PC installierst und du hast einen Account, wo du deine Spiele kaufen kannst. Da kannst du Spiele kaufen, die kannst du dann runterladen und direkt dann über Steam spielen. So. Birger, darf ich fragen, was bei dir die Tierarztrechnung kostet? 6,5. Langt das? Ist das genug? Dann behaupte ich aber, dass die Steam-Maschine deutlich günstiger, wenn allein 32 GB RAM schon 400 Euro aufwärts kostet. Das ist das, was ich euch naheliegen will. Ich muss allerdings einmal die Specs von der Steam-Maschine anschauen. Steam-Machine Specs. 4K Gaming at 60 FPS with FSR thanks to a discrete semi-custom blablabla. Das ist die Steam-eigene Seite. Jetzt erklären wir erstmal fertig, was die Steam-Maschine ist. Jetzt pass auf. 6,5 Gnädel, ja. 3 Hosenknöpfe und 3,5 Gnädel. Steam ist die weltweit größte digitale Plattform für PC-Spiele, sagt er. Richtig. Und das glaub ich kennst. Wir hatten das überhaupt gefragt mittlerweile. Ist die Steam-Maschine ein Rechner oder eine Konsole? 5 Noob-Sekunden. 16 GB RAM hat's. Das ist wirklich nicht der Teufel.
16 GB DDR5. Ja, sagen wir halt einfach mal so zusammen, was ein 16 GB DDR5 kostet. 16 GB DDR5. Findet man da irgendwas, dann nehme ich jetzt einfach das Erstbeste, was ich sehe. Was haben wir da so? 250 €. Kingston Fury, irgendwas. Scheißegal. Haben wir schon mal bei 250 €. Dann. Was haben wir noch so drin? 512 GB NVMe SSD. Das ist Festplatten. Kostet auf den ersten Blick zwischen 300 und 300 €. Nein, das ist falsch. Das ist nicht das Schmarrn verzeihen. Was haben wir da? Ich sehe natürlich nicht genau, was für eine das ist. 100. Ja, da kannst du für die Dinger 150 € ausgeben, du kannst 200 € ausgeben. Sagen wir mal 100, einigen wir uns auf Mitten, sagen wir 120 €. Dann haben wir schon bei 350, 370 €. Haben wir Festplatten, RAM. Und brauchen wir noch 8 GB GDDR6 VRAM. Nach was für eine Grafikkarten suchen wir da jetzt? Noch nicht, auf was für einem Level werden die Grafikkarten da drin sein? Auf einem mittleren GeForce 5 irgendwas. Was wäre das hier? Eine Kosten? Da gibt es auch Preisranges von 500 € bis 3000 €. Harald Reinhardt, hab's kapiert? Ja, passt. So, ich hab gespannt, dass ich 5 Minuten in der Vergangenheit gelebt habe. Hast, ja. Was genau habe ich da eigentlich nicht mitgekriegt, dass der RAM so krass nach oben geschossen sind? Du hast ja noch schon lange keinen PC mehr gekauft. Das ist alles. Genauso wie ich übrigens. Ich weiß man, ich sehe nicht richtig. Ich glaube, für meine 2 RAM-Riegel, die ich drin habe, kriege ich jetzt mehr dafür, wenn ich es verkaufen darf, wie ich vor 3 Jahren dafür gezahlt habe. Selbiges bei meiner Grafikkarten. Ich habe eine GeForce Zotac, GeForce RTX 4090, für die da ich glaube 400 oder 500 € mehr kriegen, wenn ich es jetzt verkaufe, wie ich es damals gekauft habe. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir wissen alle, was da los ist. Die Scheiße, wenn ich jetzt einen Schmarrn erzähle, dann sagt es mir, weil ich hab's auch bloß, mir ist gesagt worden, man hat es mal irgendwo gelesen. Es ist dieselbe Scheiße wie bei den Grafikkarten. KI-Rechenzentren brauchen anscheinend jetzt RAM-Riegel, gangen Grafikkarten nicht mehr. Und die ganzen, ich sage jetzt mal, Rechenzentren haben bei den Produzenten, die RAM-Riegel herstellen, so viel vorbestellt, dass an Privatkunden wie uns keine mehr da sind. Was passiert? Keine Verfügbarkeit, Preis steigt. Warte mal. Arbeitsspeicherkostensteigerung seit 2 Jahren. Die Preise für Arbeitsspeicher, in Klammern RAM, haben sich seit Mitte 2025, also seit einem Jahr ungefähr, drastisch verteuert, Entschuldigung. Ausgelöst durch den enormen Bedarf an KI-Rechenzentren vervielfachen sich die Kosten. 32 GB DDR5-Kits, die zuvor oft unter 100 € kosteten, schossen phasenweise auf über 400 €. Nach einem leichten, aber unbeständigen Rückgang im Frühjahr 2026, also das war gerade, bleiben die Preise weiterhin extrem hoch. Nicht bloß hoch, sondern extrem hoch. Und da rede ich nicht von, ja, scheiße, der RAM-Riegel hat vorher einen 100er gekostet, jetzt kostet er 150, da die da schon kotzen, sondern nein, er hat sich vervierfacht, okay? Er hat sich vervierfacht. Und wenn du... Es ist ja nicht so, dass dann bloß der RAM teurer wird, verstehst? Es wird vielleicht nicht vierfach. Das heißt, Festplatten wird auch teurer. Mainboards werden teurer. Alles wird teurer. Strom wird teurer. Weil wir bald für nichts mehr einen Strom haben, was Sinn macht, um zum Beispiel in schwierige Länder Gebäude runter zum Kühlen. Oder Licht oder Heizen oder was auch immer. Sondern wir pumpen so viel Strom in Rechenzentren auf diesem Planeten. Wahrscheinlich... Da kannst du wahrscheinlich Kanada damit mit Strom versorgen. Im Winter und im Sommer. Und ja, was soll ich sagen? Ist ja nicht so, als wenn das über 150% Aufpreis. Nein, schaut bloß so aus. Nein, es sind nicht 150% Aufpreis, es sind 400. Ja, es ist, ja, je nachdem, wie du es rechnest, verstehe ich schon. Ich darf jetzt sagen, damit sie sich ein bisschen drastischer anhört, das ist eine 400% Steigerung in meiner Welt. Und wenn du das jetzt einmal
wie soll ich sagen, umrechnest, Steam Machine kostet übrigens 1040 Euro, dann wird es in den USA wahrscheinlich einfach $999 kosten. Dann muss ich immer noch sagen, ist das im Vergleich zu einem PC ein Witz. Es ist Schweinevergelt, da brauchen wir nicht reden. Aber 512 GB ist halt auch nix. Und einen Controller hast du dann auch noch nicht. Und wenn du dann einen Controller und eine 2 Terabyte Festplatten haben willst, kostet das Ding halt schon 1428. Aber beim PC muss ich am Tisch wammeln, auch nicht zwangsweise. Auch nicht zwangsweise. Und das wissen wir. Man kann den PC auch locker neben dem Fernseher aufbauen. Würde gehen, wenn man will. Herr Cross, was ist da los? Jetzt hab ich direkt nicht gespannt, dass du ein neues Mitglied geworden bist. Herr Cross, Mr. LP8353. Welcome to the squad. Wir haben ja schon lange kein neues Mitglied mehr gehabt, merke ich gerade. Wir haben ja mitten in der Sommerflaute so ein bisschen. Ich hoffe, dass sie das nach der Sommerpause wieder ein bisschen, dass wir da wieder ein bisschen mehr motiviert sind, meine Freunde, der billigen Unterhaltung. Aber Herr Krotz, welcome to the squad! Was, das kriegst du auch, die habe ich schon so lange nicht mehr auspackelt. Ich bin so gespannt, ist der Sprengi überhaupt da? Sprengi ist halt auch nicht da, gell? Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, aber der an Herrn Cross, wenn wir schon mal wieder ein neues Mitglied haben. Vielen, vielen Dank dafür. Stell deinen PC mit einer Funktastatur und so vor den Fernseher. Da geht. Ja, natürlich, da jederzeit geht. Aber ja, ich verstehe ja schon. Ja, Konsole ist allein schon ein bisschen eine Kopfsache, dass die zum Fernseher gehört, anstatt am PC her. Ich bin mir auch komisch vorgekommen, wenn wir mir damals The Last of Us 2 gespielt haben. Und God of War Ragnarök und ich habe die ganze Zeit da eine Playstation stehen gehabt, die ich am PC spiele. Das war ein bisschen seltsam. Aber egal. Lieber ein bisschen Geld in die Hand nehmen und einen gescheiten PC bauen, der dann einige Jahre hält. Das ist eben jetzt so die Geschichte. Ich kann halt nicht einschätzen und das glaube ich kann keiner so wirklich, wie lang diese Steam Machine welche Spiele spielen kann. Ich sage jetzt mal, muss nicht ultra high Auflösung und so weiter sein, also schon 4K, dass es stabil läuft und so weiter. Aber ich garantiere, ich möchte nur noch mal sagen, wenn du einen gescheiten PC kaufen willst, dann kostet dich alleine die Grafikkarte 3.000 Euro. Okay? Mindestens. Wenn du ein 4090er möchtest oder ein 5080er oder ein 5090er, gibt es ein 5090er, aber ich habe keine Ahnung. Dann kostet das Ding dich 3.500 Euro. Nur die Grafikkarten. Dann brauchst du ein Netzteil dazu. Du brauchst ein Gehäuse. Du brauchst eine CPU. Die ist auch nicht ganz billig. Und ich glaube, wir werden auch nicht billiger momentan, wenn ich das so richtig sehe. Weil jetzt Rechenzentrum und Datenzentrum braucht er irgendwann CPUs. Wird schon noch kommen. Dann, was brauchen wir noch? Dann brauchen wir die RAM-Riegel. Dann brauchen wir auch Festplatten und nicht bloß 512 GB, sondern halt auch 2 Terabyte mindestens. Ich meine, was für ein Jahr leben wir denn? Was für ein Jahrzehnt leben wir denn? Dann, was brauchen wir noch so? Wärmeleitpaste brauchst du, egal, auch wenn es bloß einen 10er kostet, scheißegal. Das sind alles so Sachen und dann bist du beim PC mittlerweile bei 5.000 Euro. Wenn du einen aktuellen PC haben möchtest, das glaube ich klangt gar nicht. Du kriegst für 2.000 Euro keine andere. Du brauchst ein Mainboard. Du brauchst Festplatten. Ja, 5. Ich sag das, wie es ist. Ich glaube, und dann hast du keinen Monitor. Dann hast du noch keinen Monitor. Also ich bin wirklich sehr froh, dass ich meinen Rechner noch vor 3 Jahren gekauft habe und dass der richtig gut beieinander ist und dass ich den wahrscheinlich sehr lang, wie soll ich sagen, der läuft ja immer noch nach 3 Jahren, spielen wir mir die meisten Spiele auf meine Grafikkarten ist Oberdraht auf 30%, auf 20%. Und jetzt bei James Bond habe ich das erste Mal jetzt gemerkt, oh, da muss ich aufschalten, weil sonst kann ich nicht auf Ultra spielen. Und wo war es noch? Bei Resident Evil, glaube ich. Da habe ich auch aufdrehen müssen, damit wir auf Anschlag laufen. Dann brauchst du eine Tastatur, du brauchst eine Maus, du brauchst einen anständigen Monitor, du kaufst dann nicht einen 5.000 Euro PC und spielst dann auf einem Full HD Kack Samsung Monitor für 120 Euro mit 60 FPS, sondern du kaufst dir irgendein
Du kaufst dir mit Sicherheit eigentlich einen 4K-Monitor mit 240 FPS wahrscheinlich, etc. etc. Ich sag das, wie es ist, wenn du jetzt ins PC-Spielegeschäft einsteigen willst, dann bist du 6.000, 7.000 Euro scharf. So sieht es eigentlich aus, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und wenn ich dann, das ist jetzt so ein bisschen der Schmerz, wenn du überlegst, was ein Hubschrauber kostet, dann ist die Steam-Maschine gar nicht so teuer. Die Steam-Maschine kostet mit dem Controller 2 Terabyte Festplatten 1428 Euro. Kriegst für beim PC nicht einmal eine Grafikkarten. Kriegst du nicht. Midrange-PCs aus Zockersicht bis zu bei 2.500, 3.000 Euro. Bevor ich mir aber einen Midrange-PC kaufe, kaufe ich mir die Steam-Maschine. Wenn jemand noch nie einen PC gehabt hat und jetzt dann, also eigentlich können ja sowieso nur Personen drüber nachdenken, sich eine Steam-Maschine zum Kaufen, die noch nie selber einen PC zusammengebaut haben oder noch nie wirklich ernsthaft auf dem PC gezockt haben. Nur dann denke ja ich nach, Steam-Maschine kann ganz geil sein. Vielleicht nicht alle, aber viele, kann ich mir vorstellen. Und wenn ich dann überlegen muss, so mit, erstens, ich kenne mich nicht so hundertprozentig mit PCs aus, so, wenn dann wieder irgendwas ist, muss ich wieder einen Spezi rufen oder auch vor allem beim Zusammenbauen brauche ich sowieso jemanden oder ich kaufe mir gleich einen Fertig-PC, dann wirst du sowieso um 500 Euro beschissen pro 1000, um 50 Euro, 100 Euro beschissen pro 1000er, den du zahlst. Dann finde ich, wenn ich das Geld habe, natürlich, weil das gehört natürlich auch dazu, ist ja klar, dann gebe ich die 1400 Euro, 28 Euro aus für die Steam-Maschine. Bevor ich mir alles andere nicht kaufe. Ha! Dann läuft auf meiner Kartoffel auch endlich Hief in der Mortel. Eigentlich. Herr Leberhardt! Warst du nicht. Warst du nicht schon die ganze Zeit jetzt gerade Mitglied? War dein Name nicht grün? Gut, dann kriegen wir beide nochmal eine Tröte. Was soll ich jetzt da dazu sagen? Herr Gross! Herr Leberhardt! Da waren wir jetzt wieder kurz vor Gehörsturz, meine Damen und Herren. Das war knapp, aber ich hab's noch rausgefunden. Herr Leberhardt! Warte, du kriegst es auch. Ja, wenn's der Cross kriegt hat. Herr Leberhardt, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Jetzt würde ich gerade sagen, wenn es jetzt anfängt, Mitgliedschaft zum Schmeißen, dann kriege ich einen Vogel. Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe ich die Leberhardt, nochmal habe ich die Eric Cross. Merci für die Mitgliedschaften, Dankeschön. Hat schon lange nicht mehr gegeben, muss man auch wieder dazu sagen. Herr Lübzepp! Alex, kannst du mal bitte den MSCI Vector 17HXAI2Ö bewerten, weil den Hobby ist ja gut. Wolle, keine Ahnung, Alter. Ich habe keine Ahnung von Monitoren. Ich soll halt eigentlich auch mit einem 4K-Monitor da sitzen, habe aber einen 2K-Monitor, weil ich das sowieso keinen Unterschied sehe. Das post lieber mal ins Discord rein und vielleicht ist jemand da, der Ahnung hat. Monitore, ich habe auch so vom PC-Hardware nicht wirklich eine Ahnung. Aber so, was ich mir halt über die letzten Jahrzehnte so angereimt habe, selber, kann ich mir halt schon denken, dass mittlerweile PC-Zocken eine richtig schweineteure Drecksscheiße ist. Und das nicht mehr recht viel da werden, auf Dauer. Da bin ich mir auch sicher. Weil das ist einfach, wer zahlt denn 5.000 Euro für einen richtig guten Gaming-PC? Wer tut das? Das ist ein Laptop, kein Monitor. Was? Ach so! Wenn ich jemals den Scheiß da markieren kann, dann schon. Ich kann das warte mal. Da gibt es auch wahrscheinlich MSCI Vector 17HXAI A2XWJG. Das habe ich das nächste. Ich kann keinen Laptop bewerten, weil ich den letzten Laptop habe ich gehabt zum Spielen 2006 oder 2007. Das war, oder nein, ein bisschen später, ich glaube so 2009. Das war Burning Crusade und Wrath of the Lich King Zeit. Für 5.000 Euro fliegt man für 14 Tage auf die Malediven. Ja, aber die haben nach 14 Tagen auch wieder vorbei. Der 5.000 Euro PC, der steht da 5 Jahre. Und unterhält dich so viele Stunden, solange kannst du die Malediven nicht erzahlen. Vector 18 HX finde ich da. Was kostet der denn? Kostet der Bums? Amazon auf Lager, was kostet er dann da?
4.200 Euro! Bruder, bevor du 4.200 Euro für einen Laptop ausgibst, begibst du dich zu mir ins Discord. Da sitzen Leute, die haben wirklich Ahnung und mehr Ahnung als ich. Wenn du ein Budget von 4.200 Euro hast für einen Laptop, dann lass dir da drin sagen, und wenn es 2 Wochen braucht dafür, irgendjemand erklärt sich bereit dazu. Und baut ein normaler PC zusammen, weil du wahrscheinlich die doppelte Leistung für das Geld kriegst, als in dem Laptop drin steckt. Also du hast 5.000 Euro, oh, es ist schon spät. Ja, was soll man da sagen? Da ist ein 5090er drin, 32 GB RAM, 2 TB SSD, Windows interessiert kann, 240 Hertz Display, Intel Core Ultra 9, 275HX, das sagt mir gar nichts, was das sein soll. Wir daten halt die 18 Zoll Daten minarisch mal. Auf den schaue ich schon, ja, auf den darfst du auch schauen. Da wenn aber gerade reinkommt, dann da die Leute umbringen anfangen. Also, wenn du nicht schon gekauft hättest, ich mag das jetzt nicht versauen oder sonst irgendwas, aber ich habe das Problem, dass ich meistens ehrlich bin, für 4.000 Euro hätte ich mir niemals einen Laptop gekauft, bist du des Wahnsinns, außer es hat andere Gründe, weil du keinen Platz hast oder weil du viel mit umeinander nimmst oder sonst irgendwas. Da würde ich jetzt halt fast sagen, wenn du so als PC zusammenstehst, natürlich kriegst du für 4.200 Euro kriegst mehr Leistung als in einem Laptop, aber du brauchst nicht noch einen Monitor dazu, ein 240 Monitor QHD plus, nix QHD, wie heißt die, mit OLED und so eine Geschichten und dann wahrscheinlich auch nicht bloß ein 24 Zoller, sondern mindestens 27 Zoll oder 32 Zoll, kommst wahrscheinlich früher oder später auch aufs Gleiche. Du brauchst eine Tastatur, du brauchst eine Maus. Gut, eine Maus hast du hoffentlich auch, aber wenn du mit dem Trackpad am Laptop spielst, dann kehren das Bratzenbrocher. Herr Schmidt, merci dir. Birger Papp, kauft eine halbe, ist warm, viel saufen ist wichtig. Herr Schmidt, merci dir für deinen 5 zu solch später Stunde. Laptop-Bildschirm ist zwar kleiner, bist aber auch näher dran. Muss nicht sein. Du kannst dann am Laptop ja eine Tastatur, eine richtige anstecken mit die tiefen Tasten, wenn man das vielleicht so, wenn man das nicht mag. Stimmt, der Headset brauchst du auch noch. Laptop-Bildschirm juckt nicht, wenn er einen Monitor hat mit DisplayPort, by the way. Ja, aber deswegen teleportiert sich auch nicht 240 Hertz Monitor neben deinem Laptop. Der kostet auch nochmal 300 Euro aufwärts. Ich habe mir im Januar einen neuen TV für knapp 5.000 gekauft, Konsole angesteckt und ich kann alles von der Couch machen. Ein lecker Fernseher für 5.000 ist hart. Genau, COD mit dem Trackpad, echtes Pro-Gaming, da bist du der Chef. Es gibt Leute, die spielen das mit dem Kindempad und die Kugeln da an der Seite an der Maus. Narrischer Preis, Löwenmann. Narrischer Preis für einen Laptop. Wann hast du den gekauft? Wie lange ist es her? Ich habe jetzt nämlich da auch einen 18er da. Ah, das kommt jetzt noch dazu. Du hast wahrscheinlich einen 17er, also wäre wahrscheinlich schon ein Jahr jetzt oder 2. Wie es gesagt habe, ein Scheiß, richtig guter. Das ist in meinen Augen, erster Blick, ich sage, das ist ein richtig guter Gaming-PC. Da ist ein 5090er drin. Das Einzige, was mich stört am Laptop ist, du kannst ihn nicht modular erweitern. Ich bin jetzt anstatt 32 GB RAM 64 haben will, dann gehe ich hier und steck's rein. Geht das bei den modernen Laptops noch? Oder hat man sich da dem Apple-Prinzip zugewendet? Schraub auf und es ist hin. COD mit der Tanzmatten ist King. Auch wieder wahr. Meine jüngste Tochter spielt Sims am Laptop mit dem Trackpad, da kriege ich einen Schlaganfall beim Zuschauen. Das, aber wenn du es ihr von Anfang an lernst, dann geht's. Ich kenne nämlich auch jemanden. Der das halt wirklich tut. Zwar schlecht wie Scheiße, aber er kann mit dem Tracking-Ball umgehen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da viel Geld dass da irgendwas es passt, glaube ich. Aber da sagst du mal, wie dermaßen bescheuert die Preise sind. Insane. Das ist insane. Ich habe es auch schon gesehen, dass einer mit einer Beamtenmaus, wie es ich gerne nenne, ja, den riesigen Ziegelstor an Maus COD gespielt hat. Muss ja jeder selber wissen. Was sollen wir mir jetzt spielen? Gehen Sie ins Bett jetzt. Solange du auf dem Trackpad keine Cursor-Beschleunigungen hast, ist es ja ganz okay. Blödmann! Ich wollte bewusst einen Laptop, weil ich ihn mitnehmen kann und einen 4K-Monitor habe ich vorher schon gehabt. Dafür habe ich meinen alten PC verkauft mit einer 380 RTX und ja, kauft November 25.
Ja, okay. Ich habe mir schon fast gedacht, dass wenn sich jemand heutzutage noch einen Laptop kauft, vor allem zum Zocken, dann hat das meistens bestimmte Gründe, die einem dann wichtiger sind, wie eben mir zum Beispiel die Modularität meines PCs, dass das da einfach ist, wie es ist. Und ich da jederzeit umbauen kann, wenn das nötig wird. Weil ich sage einmal, so ein 2 Jahre kann man schon nochmal überbrücken, wenn man sich stärkere Grafikkarten kauft oder einen RAM dazu kauft oder sowas, dann kann man nochmal ein Jahr außerkitzeln, bevor man sich einen ganz neuen kauft. Und da denke ich automatisch schon lange nicht mehr an einen Laptop. Mit vielen Nerven und Kleinteilfieselei kann man am Laptop wahrscheinlich schon was machen, aber ich da jetzt nicht. Ich glaube die Dinger nicht an. Ich habe auch einen Laptop gehabt und natürlich ist der mir aufgeschraubt worden und so Geschichten. Da, wenn du einmal daneben gelangst, ich tue es lieber nicht. Der Müller schreibt, gut Nacht beieinander, schlaft gut, Triple F mit Mods und Schödrapse, 00 Präsident Stiefel. Herr Mühli, und ich tue es Ihnen gleich. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Also die 2 Stunden wieder einfach verflogen. Grüezi, fix nochmal. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Ab in die Kommentare. Wie man das schreibt, das findest du selber aus. Ich möchte wissen, wer im Nachschau-Squad sitzt und sich das Ganze so schaut. Wie, haben wir schon lange nicht mehr gehört. Und, wichtige Ansage. Ich bin bloß noch 6 Wochen da. Dann ist Sommerpause. Ihr könnt euch das eigentlich vorstellen. Wir haben doch gerade das Chronos gespielt. Das ist narrisch. Das ist einfach narrisch. 6 Wochen noch. Kruzifix. Wir werden schon überseifen, was wir dann spielen. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen. Hinterlassen Sie ein Abonnement, wenn Sie das möchten. Wenn Sie das bereits getan haben, überprüfen Sie die Glocke, ob diese aktiv ist und auf alle steht. Nicht aus für Sie ausgewählt. Dankeschön. Dankeschön an die neuen Mitgliedschaften. Dankeschön an die gefühlt 5000 Resubs. Was da heute wieder los war, weiß kein Mensch. Danke für die Donationen. Kuss auf die Nuss. Das ist zu viel und ihr wisst es. Das war schon immer zu viel. Das ist schon 9 Jahre lang zu viel. Und wir sehen uns am Mittwoch mit Crushed in Time. Ich brauche immer kurz, bis mir der Name einfällt. Ich weiß nicht, was da los ist. Und jetzt würde ich sagen, ein klassisches Hashtag Schadrapse, Triple F für die Moderatoren und jetzt verpisst euch! Holly! Okay, tschüss. Okay, jetzt mal